Heute nehmen wir auch Video 4K auf. Fuck me, hauptsächlich nachher das nicht jeder grusige Scheissdreck nicht. Boah, Alter, hast du auch schon gehört? Nein, was? Damn, das ist die 20. Folge Metal Server. Oh, Brudi, unglaublich! Unglaublich, dass es noch gibt. Ja, ich habe gesagt, ich hätte das Intro im Kopf, das wäre es gewesen. Hast du es sehr gut gefunden? Ja, tipptopp. Grüezi wohl, willkommen zum Metal Server. Genau, der Ricky hat heute Metal Server im Stehen machen, was ich eigentlich auch eine gute Idee finde, nur mein ganzer Körper tut weh. Darum habe ich gesagt, können wir bitte gleich sitzen und nächstes Mal im Stehen machen. Nächstes Mal können wir gerne stehen. Das heisst, wenn ihr mal einen anständigen Ständerat sehen, nächstes Mal auch einschalten. Nächstes Mal. Yes, ich verspreche, ich werde heute nicht so viel mit dem Mikrofon spielen. Deswegen habe ich extra Kopfhörer angezogen. Ich habe ein paar Reklamationen bekommen. Es tut mir mega leid. Ich habe, das ist schon so ein nervöser Tick, den ich habe, wenn ich ein Mikrofon in der Hand habe, die ganze Zeit rumspielen. Ich gebe dir einfach ein SM58 in die Hand, warte schnell. Der noch einpackt. Sicher irgendwo eins rumliegen. Ja, hast du nicht noch mies? Ja. Na gut. Beide schmecken nach Bier. Speaking of SM58. Was ist das eigentlich? Ich habe das nicht ganz verstanden. Ich bin... wir kommen nachher sicher noch ganz zu der Story, aber dort, wo plötzlich einfach ein Mikrofon beim Rico auf der Bühne gelegen ist, wo er hier drauf gestanden ist, wo ich nachher weggezogen habe. Hat jetzt sein Mikrofon nicht mehr funktioniert und nachher hast du ihm ein SM58 gebracht? Ja, ich habe den für Podcasting gebracht. Aber hast du das einfach random dabei gehabt? Nein, ich habe es mit dem Team zusammen. Wir erzählen nachher die ganze Geschichte, weil Fucking hell. Heute gibt es eine spezielle Folge. Ich kann nicht mit dem Mikrofon spielen. Also jetzt nimmst du einfach die Wanderbüchse noch in die Hand? Ja, nein, heute geht es um den Opener Gränichen, liebe Leute. Wir sind dort zu Besuch gewesen. Wir haben zeltet, gut, ich habe zeltet, du bist ja, ich bin von allen ausgelacht worden, weil da kannst du aber gar nicht mit uns saufen im Festzelt am Abend, wenn du heimgehst mit dem Auto. Ja, die haben alle auch nicht können miteinander saufen, weil sie schon so kaputt sind, dass sie am Abend um 6 Uhr ins Bett sind. Alle von dem Camp, außer so 2, 3. Ja, das ist ein guter Punkt, genau. Ist so passiert. Nein, ich habe auch den Rookie-Mistake gemacht, den Anfängerfehler, dass ich am Freitag, den ersten Tag im Festival, schon Ohren reingeballert habe mit Bier. Nein, das ist aber richtig, das ist schon korrekt so. Ja, nein, das Problem ist, du solltest nachher einfach am nächsten Tag kurz deinem Körper ein bisschen Zeit geben und nur mit Banasch anfangen. Ja, ich kann nicht fahren am Sonntag von dem her. Ja, ist nicht so geschickt gewesen. Ich habe dann die letzten 2 Bands verpasst am Freitag, weil ich einfach kein Bock war. Hey, das ist okay. Mir ist gerade aufgefallen, wenn wir über das Gränichen reden, wolltest du noch schnell den Timetable aufladen, damit wir auch effektiv über das Gränichen reden. By the way, Gränichen fucking sick gewesen. Geilstes Festival von der Schweiz, meiner Meinung nach. Es ist wirklich einfach... Es war ein Inzest-Familientreffen gewesen, weil... Ich weiß nicht, wieso ich nicht in der Website von Gränichen gekommen bin. Das ist fucking weird. Ja, auf jeden Fall, es hat viel zu viele Leute gehabt, die wir kennt haben. Es war wirklich unglaublich gewesen. Du bist eigentlich 24/7 Leute reingelassen, die du kennt hast. Ja, das war mega cool gewesen. Es haben ein paar Leute Shoutout gemacht vom Campplatz, so wie «Hey, das ist der von Metal Server da dort!» Es waren mehr Leute an einem Tag wie am Greenfield in allen 3 Tagen. Also, ich weiss jetzt einfach nicht, ob unsere Zielgruppe ein Open Air Gränichen Publikum ist. Ich glaube schon. Und wir vielleicht einfach ein bisschen weniger auf die Wikinger müssen, ein bisschen mehr in unseren Podcast einladen. Ja, auch. Gibt es eigentlich Schweizer Viking-Metal-Bands? Es gibt nicht Korpiklani, wie heisst es? Nidhöger. Die machen Nidhöger, es gibt Tirmfar, es gibt schon ein paar Bands. Gut, über Teams haben wir ja auch geredet. Wie heisst das, wann eure Band schon wieder? Und wir haben auch Parametal, wir haben Karado. Die mit der blauhaarigen Sängerin. Infinitas. Ja, Infinitas. Genau, ja, es sind schon einige Bands in die Richtung. Wir haben halt mehr Connection halt mit Metalcore und No-Metal-Bands halt. Ist das so, wenn du in so einer Band spielst? Und Punk. Genau, und deswegen. Aber irgendwann tun wir schon ein bisschen Connections dort aufbauen. Im Death und Black und Viking-Metal-Bereich. Ja, vielleicht gibt es ja bald einmal Live-Podcast. In einem Jahr. Oh, das wäre geil. Eben, Folge Nummer 20. Ich hätte nicht gemeint, dass Leute, dass wir nach 3 Folgen weitermachen. Ich habe gemeint, niemand will es interessieren, also ich bin mega dankbar. Vor allem, haben wir ja noch geschaut, wie viele Leute das effektiv in einer Band spielen, die unserem Podcast folgen. Ich kann da die letzte Zahl im Fall, weil es ist weitergegangen. Es ist weitergegangen, aber es ist nicht so viel. Ich hätte eben gedacht, das sind viel mehr Leute, die in einer Band spielen. Was mir auch recht interessant war, ist, dass es sind mega viele Leute auch mitgemacht.
Ja, es haben hure viele zwar- Leute mitgemacht. Ich habe irgendwie das Gefühl, momentan, also vielleicht liegt es einfach daran, weil wir zwei das jetzt auch aktiver, oder ich es einfach aktiver machen mit Social Media und so, aber ich habe das Gefühl, die Schweizer Metal-Bands und Schweizer Rock-Bands und Schweizer Dingsbands, die geben sich alle gerade so viel Mühe. Ich habe das Gefühl, es sind sich alle Der ein bisschen am OG-Post pushen. ist verschwunden, wahrscheinlich, finde ich. Ich kann es bei den Highlights schauen. Weil es haben recht verwundert, genau, wie viele Leute mitgemacht haben. Und zwar, ich habe es jetzt da. Da bekomme ich. Fuck me, es geht nicht. Alright. Nein, doch. Alright, sorry. Technical Difficulties. Ich habe es bei meinem Highlight nicht da. Muss ich alle Highlights durchgehen. Alright. Und? Ja, jetzt steht nicht, wie viele Leute, Mann. Nein, doch. Alright, ich habe es gefunden. Es sind, also, ja, Leute, die in der Band spielen, die gewotet haben, sind 48 Leute gewesen, die gewotet haben. Das sind 64% von allen Voters. Und 27 Leute haben gewotet, nein, sie spielen keine Band. Also das heisst, ein Drittel spielt, ja. Also von allen, die mitgemacht haben, ist ein Drittel, der nicht in einer Band spielt. Genau. Das sind eigentlich noch gute Zahlen. Ich hätte jetzt gedacht, das sind so 95% von allen Leuten, die in einer Band spielen, weil nur die uns hören, dass wir irgendwann im Podcast über sie reden. Aber ja, genau. Effektiv gibt es in dem Fall auch Leute, die das hören. Ja, scheinbar gibt es Interesse da. Die nicht in einer Band sind. Hey. Was sind ihr Füttig? Schreibt mal. Schreibt es mal. Macht uns ein Sprachmemo. Macht ein Sprachmemo, schickt es an Metal Server Instagram. Ja, könnt ihr Instagram. Oder überall. Macht uns ein Sprachmemo, wenn ihr nicht in einer Band spielt, wieso ihr Metal Server hört. Es würde mich schon wundern, was so interessant ist. Ist halt für mich interessant als Local Szene-Nerd, oder? Weil, wenn ich nicht den Podcast habe, dann bin ich trotzdem im Ebri so, ja, der spielt in die zwei Bands, der spielt in dieser Band, der hat jetzt vor mir gespielt, und der spielt in dieser Band. Das ist so geil gewesen, gerade ich bist nicht angekommen und ich habe einfach so das Gefühl gehabt, jeder Zweite da spielt in einer Band. Absolut. Eben, wir sind im Zeltplatz gewesen mit dem Mike von Anthem for a Dying Day gewesen, mit dem Ivo von Moment of Madness, mit dem Tim von Whiteout. Mit dem Ricky von Whiteout. Wer ist das alles? Der Team von Polar Shift war die ganze Zeit besoffen am Arbeiten. Das war lustig. Ja, den haben wir immer wieder gesehen und er hat einfach jedes Mal einfach kaputt ausgesehen. Er hat jedes Mal vergessen, dass ich nicht trinke. Ja, voll. Ich kann es jedes Mal wieder erklären und er so, oh fuck, hast du gesagt. Nein, und wir haben auch den Mike von Wrath of Aga haben wir auch gesehen. Der war überall. Auch der Veranstalter vom Bullhead Festival. Ich habe leider den Namen vergessen. Ich habe ihn aber leider nicht gesehen. Du hast ihn nicht gesehen? Nein, du bist auch immer am Schlafen. Oder wir sind immer im Camp gehockt. Ich habe bevor an der Bühne gestanden, das Gefühl gehabt, hey, die beste Punkband von der Schweiz spielt. Der Mike, der Anthem for a Dying Day Mike, der sich ständig Punk schimpft, so, ich hocke da hin und trinke das Bier. Komm mal, schauen. Scheiss mich an. Must be wrong, with ich nicht gesehen. Die spielen ja immer in Zürich. Voll, aber gehen wir mal sonst durch den Timetable und erzähl mal Stories, was ist denn alles passiert? Also sonst vom Anfang an eben mega coole... Also ihr sind ja vor mir da gewesen. Ich bin ja eigentlich ziemlich auf Smorms oder wie es auch immer ausgesprochen wird. Wir sind eben um 11:30 schon beim Parkplatz gewesen. Dann haben wir, glaube 45 Minuten müssen laufen mit dem ganzen Gepäck. Also ob ihr 45 Minuten gelaufen seid? Mit dem ganzen Gepäck, ja, das ist schon lang gegangen. Und dann sind wir angekommen. Wir sind 5 Minuten gelaufen. Ja, das ist schön. Aber nein, also wir sind angekommen. Wir haben angefangen ein Zelt bauen und so ganz Zeugs. Und ich habe leider eben Smorms unbedingt schauen, und Must Be Wrong auch, aber ich bin nicht fertig mit meinem Zelt und mit meinen Dingen gewesen, die aufblasbaren Dinge. Und, Luftmatratze. Und ich habe eben nicht das nachher irgendwie am 12 Uhr Abend besoffen machen, weil da hätte ich einfach am Boden gepennt, oder? Und deswegen mega schade, aber ich hätte mega gerne Smorms gesehen. Must Be Wrong, ich habe gehört, sind beide gut gewesen. Ja. Und du bist bei Must Be Wrong dann... Ich habe Smorms auch gesehen, dort bin ich am Mittagessen gewesen. Also ich habe nicht direkt aus dem Zelt rausgeschaut, ich bin nebendran. Also falls ihr das Grenchen nicht kennt, das ist eigentlich wirklich geil, weil du kommst rein, dann ist links gerade Mainstage, dann hast du so ein kleines Feld, ein bisschen Bühne, ein bisschen rumstehen, dann hast du den Soundturm, hinter dem Soundturm ist so ein grosses Festzelt, wo man essen kann drin, mit so Bank zum Hängen. Links davon ist ein gleich grosses Festzelt mit, das nennt sich Sounderia, da ist die kleine Bühne drinnen. Ja. Und das wäre eigentlich das ganze Festivalgelände. Es ist nicht so gross. Es hat, glaube ich, habe nicht geschätzt, wahrscheinlich etwa 3000 Leute dort höchstens.
Es war ja komplett ausverkauft. Ich habe irgendetwas gelesen von 9000. Nein, der 9000, Bruder, 9000 Leute. Insgesamt vom gesamten Dings. Ja, vielleicht beide Tage höchstens. Beide Aber Tage, ja, 9000 Leute wären ja brutal viel. Keine Ahnung, aber Ich meine, 9000 Leute, das wäre ins Hallenstadion. Keine Ahnung. Das Hallenstadion hat 13.000 Leute. Ich weiß nicht, Bruder. Also, das wäre, keine Ahnung, ist eigentlich auch egal. Auf jeden Fall, ich bin nicht am Essen und habe es gehört, hat gut getönt. Ist halt einfach absolut nicht meine Musik, weil Leute in diesem Podcast den Podcast kennen, vielleicht erahnen. Das hat ja der Dings auch gesagt. Der fuck, wie heißt der? Tim von... Tim. Why Der Tim geheißen, oder? Poloschiff. Ja. Hat ja auch gesagt, dort, wo sie die EP-Review geschaut haben, haben sie das Gefühl gehabt, so, also wenn der Bella nicht sagt, dass es scheiße ist, hätten sie es gut gemacht. Einfach weil sie wissen, dass ich so überproduzierte Musik und so ein bisschen zu technisch und dass ich jetzt kompliziert finde, weil wenn es mehr als 3 Akkorde hat und keiner gegen den Start schreit, bin ich verwirrt. Also es ist sehr kompliziert, definitiv. Eben, Smorms ist mir ein bisschen zu hochstehend gewesen. Ist anders kompliziert. Ich weiß nicht, mit wem das war, aber wir haben dann herausgefunden, dass Gent ist wie IPAs. Das hat eigentlich niemand gerne, aber Tipps des saufen es einfach und behauptet, sie kommen raus. Ja, könntest du sagen. Tipps stehen einfach dort und sagen, das sei gute Musik, damit sie behaupten, sie verstehen es. Nein, egal, also es ist wirklich gut, es ist so qualitativ brutal gewesen. Sehr gut. Ja, krasse Musik, ja. Ja, wirklich heavy. Und dann Must Be Wrong, erster Act auf der Mainstage. Etwas habe ich sehr weird gefunden. Die Boys sind einfach, sie sind nicht hackevoll gewesen. Das war auch früher gewesen. Ja, aber Boy, das ist Must Be Wrong. Die sind so der Jan ist letztes Mal, glaube ich, in seinen Bass-Amp reingefallen. Das dann wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich bin zwar nicht an einem Konzert gewesen, aber ich habe viele Stories davon gehört. Ja, aber das ist egal, wenn es nicht, das ist eine fucking gute Show gewesen. Also wirklich, Must Be Wrong hat wirklich touched, das war wirklich ein perfekter Opener gewesen für die hohe Stage. Also wirklich einfach, es hat nicht mal so wenig Leute auf der Mainstage. Es hat geregnet, wo wir angekommen sind, wo sie Soundcheck gemacht haben, dann, wo sie da gespielt haben, ist schön Wetter geworden. Richtig geil gewesen. Irgendwann haben sie, das kommt das Beste. Weißt du, den Felix auch noch gesehen. Jeder, der den Felix kennt, der Felix, wird wissen, was läuft. Jeder, der den Felix nicht kennt. Der Felix ist so ein aufblasbares Hüpfi-Einhorn für Kinder, wo Must Be Wrong irgendwann mal höchstwahrscheinlich einem Kind geklaut hat. Ich glaube kaum, dass sie ihn gekauft haben. Must Be Wrong, bitte erzählt uns, wie ihr zum Felix gekommen sind. Und das ist der Felix. Er ist auch schon mit #MBW Felix für Must Be Wrong Felix. Dann hat er ein Antifa-Halsband. Und es ist wirklich gut. Dann haben sie irgendwann das Gefühl gehabt, dann müssen sie jetzt ins Publikum zu uns. Und nachher ist fucking Carnage losgegangen. Alter, das ist einfach, ihr habt vielleicht die Stories gesehen, die ich aufgeladen habe. Das ist insane gewesen. Es ist wirklich Paleface-Show im Werkbaden. Nicht dagegen gewesen. Felix, das Crowdkill-Einhorn, hat einfach durchgegeben. Das ist wirklich, also everyone's a target ist. Weil bei Must Be Wrong hat es noch so viel Platz gehabt, die Leute das nachher können ginken. Dann haben alle Fußball gespielt damit. Und das Ding ist wirklich, also ich habe noch gesehen, wie Bird Tomorrow, wo jemand einfach den Felix gekickt hat auf den Sänger. ja, eh. Und also ziemlich bei jeder Band ist das ich dort gewesen. Ich weiß, haben sie den Felix wieder zurückbekommen, Must Be Wrong? Haben sie ihn wieder? Weil das letzte Mal, als ich den Felix gesehen habe, ist während Pennywise hinter der Backstage, hinter der grossen Bühne war, ist er auf so einem Tisch gestanden. Anyway, auf jeden Fall, der Felix hat, als ich zugeschaut habe, in den ersten 5 Minuten im Publikum, hat er etwa 5 Bier ausgeleert, etwa 6 Leute und grintöpft. Und es ist wirklich, du hast dich nicht mehr auf die Band fokussieren, weil du bist nur noch in Panik gewesen, dass der Felix dich crowdkillt. Egal wo. Es ist wirklich schlimm gewesen. Und dann sich das durch jede Band durchgezogen. Irgendwann so eben, wie du schon gesagt hast, einen Tag später sogar, bei Bury Tomorrow hatten der Sänger so unter dem Arm gehabt und so das Mikrofon angehabt und dann gesagt so, the fucking unicorn. It attacked me 4 times, it has shit vocals. So gut. Das ist sexy. Ja, Must Be Wrong, wirklich ganz verdammt krass gut gewesen. Eben, nachher bin ich erst auf der Bühne, also vor der Bühne gekommen, habe endlich mein Zelt und meine auflassbare Dinge gebaut und dann ist Kasokta dran gewesen. Ich glaube, es ist ein Welscher Melodeath. Ja. Immer die hohen welschen Bands. Du weißt nicht, dass sie existieren, du weißt nicht, dass sie gibt und nachher kommen sie auf die Bühne und spielen so, als ob sie wacken können headlinen. Eben, sie sind recht gut gewesen, habe ich sehr cool gefunden. Und Melodeath halt ist mein Ding. Dann nachher, Glasscats war ja vorher gewesen. Hast du Glasscats gesehen? Glasscats habe ich leider nicht gesehen. Ich habe auch nicht. Dort bin ich ja zwischen
Must Be Wrong und Kasok, da bin ich jetzt so im Camping zurückgekommen. Es war da schon Carnage gewesen. Es ist am Nachmittag um 3. Ja. Nachmittag um 2:30 ist dort schon Carnage gewesen. Also, Ja, voll, definitiv. Nein, nachher war eben Glasscats, Kasokta, nachher Carson. Habe ich aber leider auch nicht gesehen. Carson habe ich, glaube ich, ein bisschen gesehen. Ja. Da bin ich eben auf der Camp. Carson ist die Dings, Carson ist die Stoner Rock Band, oder? Ist möglich. Ja, Carson ist die einzige Stoner Rock Band dort. Die sind geil gewesen, die haben richtig Druck gehabt, richtig stabil. Ich habe auch nicht den ganzen Gig geschaut, weil ich nachher irgendwie mal noch etwas essen oder trinken oder so. Aber die sind wirklich auch gut gewesen. Ja, ich bin eben auch essen, auf dem Campingzelt schon gegangen und Campingplatz. Aber nachher, weil ich wollte mich bereit machen für nachher die beste Band vom ganzen Festival für mich, Bleed From Within. Das ist nur, weil du das Svalbard nicht gesehen hast. Ja, leider nicht. Ja, der Bleed From Within, fucking sick. Wie gut ist das gewesen? Ich bin schon lange nicht mehr so aufgeregt gewesen, dass ich fast Tränen bekommen habe. Geil. Weil die Songs, aber ich höre die fucking Songs fast jeden Tag. Das ist fucking gut. Und einfach zum ersten Mal die nachher live gesehen, ich bin richtig emotional geworden. Also Nico und ich haben sie letztes schon mal, entweder Anfang dieses Jahr oder Ende letztes Jahr haben wir sie mal im Kiff gesehen. Das war richtig sick. Es war geil im Grenich, aber im Kiff sind sie ein bisschen besser gewesen. Alright. Aber eben so ganze Momente, wo man nicht jeden Tag hat, oder? Ja, aber das Line-Up. Ich meine, nachher, Bleed From Within war eigentlich die erste grosse Band gewesen. Ja. Und sorry, weil das Line-Up, ich meine, hat das Grenicher Line-Up gesehen das Jahr? Das ist ja Kopfendeli insane gewesen. Ich meine, Bleed From Within ist ein riesen Act und der spielt um 4:45 schon. Ja, voll. Das ist wirklich krass. God fucking damn it, Alter. Und dann das Beste an Bleed From Within war einfach der schottische Akzent gewesen. Das ist geil, ja. Ist der Felix auch ein Crowdkiller gewesen? Glaube ich. Glaube schon. Ja, Felix ist schon wieder rum. Bin mir sicher, ich habe es erst am Samstag gemerkt, was macht ein scheiß Unicorn davon? Dann, eben, nachher haben wir das geschaut. Ja, also Bleed From sorry, das die Clean Vocals vom Gitarrist sind insane. Sänger ist insane. Mega. Der schottische Akzent ist der Hammer. Switzerland, what the fuck is up? Richtig fucking geil. We haven't figured out. Einfach hart. We're a band from Scotland. Das ist eben ich glaube, die einzige Band, wo ich tatsächlich im Pit hingegangen bin. Weil ich bin schon an den Sackboys. Oh nein, ich bin nur bei einer Band ins Pit. Und nach einer halben Minute wieder raus, weil ich das Gefühl hatte, das ist nicht okay. Aber mehr zu dem später. Mir hat schon alles wehgetan und ich bin nur einmal bei einer Band im Pit gewesen. Einfach geil, richtig gute Songs gespielt. Und übrigens, ich muss sagen, Infrastruktur vom Festival ist top, sick. Alter. Absolut, Ficker. Also das Festival ist so gut. Beste WCs. Ja. Ja. Es hat Wasser-WCs. Es hat Wasser-WCs. Wasser-WCs. Genau. Du kannst nicht gerade heute, es hat nur Wasser-WCs. Es ist einfach brutal geil. Dusche hat es auch gegeben, obwohl ich nicht duschen. Und Dings, dass sie damit geplant haben, dass wird pissen und haben Stroh überall gestreut. Ja, voll. Es hat wirklich etwas gebracht im Fall. Du musst überlegen, das war der gleiche Zeitpunkt, wo Wacken zugegangen ist wegen dem Regen und Metal Days hat auch den letzten Tag abgesagt. Natürlich, es hat nicht so viel gepisst, aber es hätte viel schlimmer können sein, weil es ist feucht die ganze Zeit. Es ist grusig. Es hat eigentlich jeden Tag geregnet. Ja, wirklich. Voll. Aber sie haben es recht gut unter Kontrolle behalten. Also ich finde es sehr geil. Und nach Bleed From Within ist aber nachher, was war es? Naked Joe. Hast du den geschaut? Ja, ich habe ein bisschen geschaut, es ist eine deutsche Punkband. Alright. So ein bisschen, ich weiß auch nicht. Überhaupt nicht miss. Es ist nicht wirklich Punk. Es ist mehr so. Es ist ganz sicher Berliner. Sie sind ganz sicher Berliner. Sie kommen hundertprozentig aus dem Berghain. Nicht aus dem Berghain, aus. Wie heißt das? Wie heißt der links? Nicht der linksversiffte, einfach da. Der Berlin. Preußen? Nein. Einfach dort, wo so die linksalternativen Hipster wohnen in Berlin. Die kommen jetzt sicher von dort. Am Osten? Nein. Ich weiß aber nicht, ich kenne mich nicht so in Berlin. Ich kenne nur den Prenzlauer Berg. Ganz sicher kann es von dort. Ich kenne aber nur den Ring und sonst kenne ich nichts. Der Ring? Der Ring, wo der Tram oder der Zug fährt. Und wenn du besoffen einpennst, dann geht es einfach im Kreis die ganze Zeit. Der Berliner Ring. Brudi, what the fuck are you on? Ist ja egal. Kennst du nicht den ÖV von Berlin? Da hast du so einen Zug, der einfach einen Kreis macht um die Stadt. Das ist der Berliner Ring. Ja. Nein, kenne ich nicht. Ich bin meistens nicht. Also, nein, kenne ich echt nicht. Also, Naja, egal. Ja, aber nachher. Das ist keine Schweizer Band, müssen wir gar nicht drüber reden. Nein. Aber nachher ist aber auch noch eine sehr coole Band gekommen. Nach Bleed From Within, wo eine von der besten, wo die beste Metalcore-Band ist, gleichzeitig mit Bury Tomorrow, ist nachher
bisschen weniger gute Metalcore-Band gekommen, weil es ist halt nicht die beste. Aber Also, Landmarks ist schon gut. Landmarks ist auch sick, Mann. Die haben einfach auch wieder getatscht. Aber die habe ich auch schon zum 3. Mal geschaut, aber es ist nicht mehr so das Wichtige wie... Zum 3. Mal gesehen, das Jahr, Alter. Nein, ich habe im Paragon haben wir ja gespielt und da haben sie auch gespielt. Yep. Und letztes Jahr mit Paleface ist gesehen. Letztes Jahr? Ja, Paleface ist Paleface ist im 22 gewesen, ja. Paleface anfangs, aber dann habe ich sie in einem Jahr 4 Mal gesehen. Weil dann habe ich sie an ihrer eigenen Show gesehen, an der Paleface Show. Stimmt, ja. Am Imperican Festival, am Slam Dunk und shit. Sind 5 Mal. Grenichen. Also 5 Mal habe ich sie gesehen innerhalb von einem Jahr. Ein bisschen mehr als ein Jahr ist ja gleich. Aber verdammt gute Band. Ja, sind tight as fuck. Tight as fuck. Der Sound ist geil. Der Gitarrist auf der Publikum-linken Seite sieht aus wie der Felix Lobrecht, wenn er im Ghetto geblieben wäre. Ja, das ist saugeil gewesen. Jetzt etwas ist natürlich dort. Etwas ist da gewesen, wo wir noch mit drüber reden. Was ist Etwas ist noch passiert während dem Gig. Bei Landmarks? Ja, abgesehen davon, dass der Felix Leute Crowd killt hat. Wo der Serie aufgegangen ist? Ja, plötzlich ist einfach so... Also wir haben ihn schon länger gesehen, er ist die ganze Zeit neben uns gestanden. Wir sind mit der Serie am Schnurren und so und plötzlich ist er einfach weg und so, wo ist die Serie gegangen? Ist er gepisst oder so? Und plötzlich siehst du einfach auf der Bühne einfach am Schreien mit Landmarks, richtig geil gewesen. Ja, und das Geilste ist, wie das mit dem Nick Nocturnal schon das Problem war, ist, dass er viel leislicher screamt wie der Alex Terrible. Der Zelli ist viel lauter. Ist mega laut, ja. Der Zelli ist viel lauter wie der Sänger von Landmarks und da er einfach das Backup-Mikrofon genommen hat. Also es hat sau gut getan, aber du hast schon gemerkt, dass seine Stimme einfach ein bisschen lauter ist. Ja, hör auf, ich habe das mal beim Spielen mal im In-Ear. Ich habe nichts gehört. Also, wo wir mal, wo war das? Im B21 gewesen. Ja, das war der, wo... Champions of Kamigawa. Das erste Mal gewesen, Champions of Kamigawa, ja. Wo der Zelli eben bei Malice, wir haben ein Feature mit ihm gemacht und er ist auf die Bühne gekommen und er hat geschrien ins Mikrofon von Mike und der Mike ist verdammt leislich. Und ich habe nichts gehört beim Schluss vom Song. Ich habe einfach Ohrenkrebs bekommen. Du hast nur noch Zelli gehört? Einfach nur Zelli gehört und gehofft, dass ich es richtig spiele. Also, gut, aber zum Fernsehen, du kannst es rein rausnehmen und du wirst ihn hören. Ja, er braucht kein Mikrofon. Das ist auch brutal laut. Ja, das ist geil gewesen. Er ist einfach von Zelli hochgekommen, schnell mal kurz eine durchgegeben, ist wieder runtergekommen. Das war geil gewesen. Das war geil gewesen. Und dann Scowl. Hast du Scowl gesehen? Ich bin am Anstag mit dem Dave von Saferless Breath, der wollte Fried Chicken essen. Oh, der Fried Chicken ist fucking legendär. So gut gewesen. So ich habe nie das Bullhead Festival hat gefragt, welche Food-Verständnis man sollte haben. Ich habe geschrieben Fried Chicken vom Grenichen. Fried Chicken 100% alles. Ist gut. Ist es nicht auch am Greenfield gewesen? Doch, es sind auch am Greenfield. Alright, fucking legendär. Alle Veganer, die den Podcast hören, so. Hey. Okay, unfollow. Ich freue mich auf Festivals nächstes Jahr, wo ich den Fried Chicken essen kann. Und ja, nachher Skull, nachher ist so eine Schule. Skull ist so eine, ich weiß auch nicht was, HC auf jeden Fall. Und ich habe dort zugelassen, es war saugeil, es hat von außen richtig tönt, als ob einfach abgerissen wird, Krieg. Ja. Dann bin ich rein und innen hat es mich nicht so überzeugt, ich weiß nicht wieso. Und nachher, ich glaube, ist nach Skull, vor so einer Schule oder während so einer Schule, nein, vorher habe ich die geniale Idee gehabt, also, da habe ich sicher schon etwa über 10 Bier in mich gehabt. Und ich habe die geniale Idee bekommen, ich will jetzt podcasten. Ja! Das ist, glaube ich, nach Landmarks bei Scowl, glaube ich, etwa. Und dann... Ja, das war nachher nicht. Das ist während Scowl und Sonderschule gewesen. Genau. Während Scowl und Sonderschule, ja. Und dann, ich habe einfach gefunden, ich habe Podcast-Sachen mitgenommen, ich habe meine Mikrofone gehabt, mein Gerät, meine Kamera. Ich habe alles aufgestellt. Ich bin auch so dicht gewesen, ich habe nicht gedacht, dass du nicht dabei bist. Das war fucking funny. Ich komme zurück zum Campingplatz und alle einfach so, also ich so eigentlich aber geschaut zum Campingplatz schauen, wo die sind. Haben die Insta-Story Highlight gepackt, die ich gemacht habe. Und welche? Die, wo ich dort hinten quasi erkläre, dass jetzt ein Podcast aufgenommen wird. Nein, und ich ersetze muss ich machen. Das war fucking funny, weil ich laufe so zurück und alle so, hey, was macht der Bella da? Der Ricky nimmt Podcast auf. Und ich so, ja, cool, ich weiß von nichts. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Anfänger fertig gemacht, einfach zu früh anfangen. Ist voll okay gewesen. Ich glaube, es hätte ja auch nichts gebracht, wenn ich noch dabei gewesen wäre, weil bei unseren Interviews mit den Gästen bist ja auch du der mehr das Interview führt und ich bin der, der einfach so Follow-up-Questions stellt und weiss ich was. Aber es war gut gewesen, weil wir hatten ja noch 2 Mikrofone gehabt. Hätte ich auch noch ins Mikrofon hineingeschnurrt, hätte es einfach nichts gebracht. Das stimmt. Und dann alles aufgestellt, wir hatten noch einen Tisch gehabt, in dem Moment. In dem Moment haben wir einen Tisch gehabt, oder? Einen Campingtisch vom Brudi. Und wir haben eben alles aufgestellt, Kamera, alles tipptopp. Ich hatte sogar Assistance gehabt. Ja, der Mike ist 3 Stunden an der Kamera gestanden und hat sie gehebt. Und ich weiss nicht, wieso er gemeint hat,
dass das Stativ nicht alleine die Kamera haben kann. Ich weiß auch nicht, aber Sprich Alkohol im Spiel. so 2-3 Personen einfach mega Mühe gegeben. Und nachher Podcast hat angefangen. Ich habe einen Podcast gemacht mit dem Tim, der Drummer von Polar Shift. Sehr interessant gewesen. Pillar Shift, meinst du? Pillar Shift, genau. Pillar Shift. Und dann, während wir am Podcast waren, bist du erschienen. Ja. Ich habe es funny gefunden. Das war lustig. Ich habe dann angefangen, im Hintergrund einfach möglichst viel Scheiß zu machen. Aha. Ich weiss nicht, vielleicht, wenn das released wird. Ich habe es gesehen. Falls du das Video wirst releasen, sieht man das sicher, oder? Das ist fucking lustig im Fall, der Background Action. Das war der erste gewesen. Übrigens, es ist einfach wirklich der Spirit von einem Festival am Verdingseln. Du hast vorher ein Interview, das seriös geführt wird und hinten dran eine Horde, die sich einfach nicht benehmen kann. Fucking lustig gewesen. Der Format ist sehr cool. Wir werden sicher an andere Festivals ausprobieren. Aber sicher mit weniger Alkoholpegel. Nein, ich finde, der Pegel war super für euch. Ja, aber... Also ich habe mich gefühlt wie ein Kindergärtner, aber es ist gut gewesen. Es ist schon ein bisschen so gewesen. Ich schwöre dir, auf 40 Kinder aufpassen, 2 Wochen voran, ist weniger intens gewesen wie das. Ja. Und eben, ihr werdet den Podcast mit dem Team von Pillar Shift... Sorry, das ist wenn ihr den Podcast hört mit dem Team, werdet verstehen, warum wir Pillar Shift aus Versehen sagen. Polar Shift, eben der Team, der Drummer von Polar Shift, der Podcast mit ihm, der Sofony Podcast, werdet ihr als Bonus-Material dann in unserem YouTube-Kanal Metal Server in YouTube können schauen und hören. Yes. Das war sehr lustig. Wir haben dann, was ihr auch könnt auf YouTube schauen, ist dann der Flash Podcast mit Rico von Save Last Breath, der Sänger von Save Last Breath. Ist auch sehr cool gewesen. Ich bin auch ein bisschen emotional geworden. Werdet es nachher sehen. Und das war sehr cool gewesen, weil die haben am nächsten Tag nachher am Grenchen gespielt. Ah, was haben sie? Ja. Habe ich fast nicht mitbekommen. Ja. Und was wir leider nicht auf YouTube können stellen. Wegen Technical Difficulties. Nicht wirklich. Aber irgendwie hat das Mikrofon einfach nicht mehr funktioniert. Nein, wir haben, wir würden keinen Namen sagen. Ich hatte einen sehr motivierten Gastmoderator gehabt, ein Brudi, den wir alle lieben. Und er ist, ich habe gefunden, er hat einen sehr guten Job gemacht. Also ich habe das Gefühl gehabt, bis ich das Video gesehen habe. Bis ich das Video gesehen habe. Weil, als ich nicht gesehen habe, bin ich so, ja, der ist mega motiviert. Aber nachher, wir sagen keinen Namen, der Podcast war mit dem Ivo vom Moment of Madness gewesen, inklusive unser Sondergast, unser Gastmoderator. Unser höchst motivierter Gastmoderator, den wir nicht erwähnen werden, wer es ist. Der Bruder ist ein bisschen... Also ich bin auch besoffen gewesen, aber er ist auch richtig besoffen gewesen. Und, die sind alle hackevoll gewesen. Ich bin zurückgekommen und es sind einfach so 10 Leute hackelvoll. Aber ich weiss nicht, wie ihr das angebracht habt, Alter. Das ist das Level gewesen. Das ist ein Level gewesen, das habe ich Homepartys vor 10 Jahren. 10 Jahre, ja. Homepartys vor... Fuck, Alter! Ich bin vor... Ja. Um es zusammenzufassen, ich habe nicht mehr gewusst, was ich geschnurrt habe im Podcast, bis ich das Video editiert habe. Und ich muss sagen, das Video vom Podcast mit dem Ivo ist sau lustig. Es tut mir mega leid für den Ivo, aber es war sau lustig gewesen, weil unser Gastmoderator hat zum Teil 3 Minuten lang versucht, eine Frage zu stellen. Oder, genau, er hat versucht, in 3 Minuten eine Frage zu stellen. Und genau danach hat er selber die Antwort gegeben. für den Ivo. Nachher so gut! Nachher hat unser höchst motivierter Gastmoderator noch gemeint, er sei von Basel, aber er ist nicht von Basel. Ich musste erklären, Bruder, du bist nicht von Basel. Und es ist sau lustig, wenn einfach so die Leute kennst und du weißt, es sind Kollegen und es ist einfach lustig. Und ich habe in dem Moment gemeint, so, der Podcast ist super, es läuft der Hammer. Nachher habe ich eben gemerkt, was ich auch gemacht habe und nicht gecheckt habe. Ich habe ihm gesagt, ja, das ist nur eine Frage von der Zeit, bis ihr am Grenchen spielt. Und er so, ja, wir haben letztes Jahr gespielt. Und ich habe es nicht kapiert und gesagt, ja, musst einfach warten. Ich bin so voll gewesen. Ich habe vergessen, wo wir auf Mädels haben 2019, nein, letztes Jahr, 2022 am Grenchen gespielt. Und aber wir machen mal einen richtigen Podcast mit Jungs vom Moment of Madness. Merci für deine Geduld, Ivo. Du bist der Shit-Brudi. Aber das Video werden wir nicht releasen, weil... Dort bin ich schon nicht mehr rum gewesen, darum. Als ich aufgepasst habe, ist es gut gegangen. Voll. Es ist fucking sau lustig, aber es wird nicht das Licht von der Sonne Aus diversen Gründen. Aus diversen Gründen, ja. Aber ihr findet den Bonus Flash-Podcast mit dem Team
von Polar Shift und der Rico von Save Last Breath in YouTube ab sofort. Weißt du, was eben funny war? Dann, einen Tag später, bin ich plötzlich im Backstage gestanden, dann habe ich den Leni gesehen, der dort für Dings verantwortlich ist. Ich weiß auch nicht was. Auf jeden Fall Leni im Backstage gesehen und das Gefühl, hey, ich habe überlegt, ob ich euch so einen Raum parat stellen, wo ich einen Podcast aufnehmen könnte. Aber dann habe ich gedacht, die sind einfach zu besoffen und es geht nicht. Und ich so, Alter, der Ricky hat gestern auf dem Campingplatz Podcast aufgenommen. Und er so, nein, das hätten wir sollen machen. Und ich so, ja, das wäre schon geil gewesen. Jungs, Leni und die lieben Leute von Open-Air, wenn ihr das nächstes Jahr machen wollt, wir würden mega gerne vorbeikommen und einen Podcast bei euch offiziell machen können. Das wäre fucking geil. Das wäre absolut. Und wir können, also gut, zum fair sein, wir würden auch vorbeikommen und spielen. Also so ist es nicht. Alles möglich. Also wir können auch spielen. Wir würden auch moderieren. Genau, moderieren würden wir nicht. Das können wir nämlich nicht. Das haben wir noch nie geprüft. Nein, müssen wir zuerst eine kleine Bühne probieren. Aber, wir haben gedacht, einmal, oh, das ist for Bury Tomorrow, dann einen Tag später habe ich auch noch das Gefühl gehabt, jetzt kommt einer eine Ansage machen. Wir sind wieder völlig lost, Alter. Das kommt nachher. Ja. Dann, genau. Aber ja, eben. Hässig. Podcast fertig. Ja. Ich habe den Podcast mit dem Rico fertig aufgenommen. Bear in mind, Rick hat vorher gesagt, wir hatten einen Tisch gehabt. Ich habe keine Ahnung, wie viel Bier schon dort getrunken. Und ich bin aufgestanden, nachdem. Schade, dass wir nicht am Aufnehmen sind, weil die Kamera ist nicht mehr am Laufen gewesen, Audio auch nicht, der ist schon ausgeschaltet, Audio ist schon gelaufen. Ich stehe auf und ich verliere mein Gegengewicht und ich gehe nach vorne und ich habe mich am Tisch gehebt. Natürlich, es ist nicht ein normales Tisch, es ist ein Campingtisch und einfach in Hälfte kaputt gemachter Tisch. Das ganze Equipment voller Bier gewesen. Mikrofon schmeckt immer noch nach Bier, Kabel auch. Das Gerät schmeckt auch nach Bier. Ja. Hauptsache jetzt schulde ich einen Tisch an unserem Lieblingsgastmoderator, der höchst motiviert war. Ich bin immer noch stolz darauf, dass wir keinen Namen gesagt haben. Ich bin sehr stolz auf uns. Wir sind wirklich gut, was das sagt. Die Editing-Film muss nicht rauskommen. Muss sie nicht. Muss ich nicht. Muss ich nicht, Ricky. Nein. Aber, es liegt in meiner Hand. Ja, also jetzt haben wir einen Tisch weniger gehabt im Campingplatz. Weißt du, stell dir vor, du hockst da vorne, willst eine Band schauen, kommst einfach so 4 Nachrichten über von «Da hinten eskaliert und dann einfach 3 Videos von einem kaputten Tisch. Ja, und niemand hat den Moment gefilmt. Das macht mich so hässlich. Wir haben Kameras gehabt, wir haben Mikrofon gehabt, nicht einmal Audio haben wir vom Ganzen. Schwierig schade, es wäre wirklich ein TikTok, es wäre ein exzellenter TikTok gewesen. Und ja, aber so, das ist der erste und letzte Podcast vom Grenichen, weil das der erste und letzte von dem Grenichen. Von dem Grenichen. Nächstes Jahr gehen wir weiter. Voll. Also ich hätte viel mehr gemacht, vielleicht nächstes Jahr. Ja, aber das Ding ist halt auch, wir sind halt auch wirklich gegangen, zum Bands zu schauen. Eigentlich schon. Also, aber ich bin ein Podcast-Fanatik, weißt du, meine? Das stimmt schon, aber eben, ich bin eigentlich recht froh gewesen, habe ich nicht mitmachen müssen, weil ich keine Bands schauen in dieser Zeit. Das ist noch recht cool. Ich kann nicht stressen mit dem. Das ist schon gut, das ist schon gut. Ich finde das super. Dass und du bist am Arbeiten am Grenichen am Samstag. Ja, am Samstag. Eben. Aber am Samstag bin ich schon zu kaputt zum Podcast. Das ist gut. Ja. Was ist nachher? Sonntagsschule habe ich nicht wirklich geschaut, aber hat mir ein bisschen zu viel Ska drin. Die haben 1-2 gute Songs, aber ja, es ist eine Ska-Band. Nein, es ist aber nicht Ska, es ist so komisch. Ska-Punk. Es wirkt so wie eine Schülerband, die einfach eine Schülerband, die von einem Links-Hippie-Musiklehrer dazu gezwungen wird, das zu machen. Aber sie sind halt mittlerweile schon 45. Alright. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, das beschreibt Sonntagsschule recht gut. Es ist jetzt nicht Musik, also es ist nicht qualitativ schlecht oder irgendetwas, es ist einfach nicht so meine Musik. Und dann, nachher habe ich euch alle gezwungen, Grade 2 zu schauen, weil der Punkherr in mir hat die Punkers wieder geholt. Und Grade 2 ist absolut stabil. Das ist so eine geile Band. Das sind einfach so 3 Dudes aus England, sehen aus wie die grössten Briten. Also wirklich. Also der eine sieht wirklich aus, als ob er in einem Pub wohnen würde. Alright, ja. Der zweite sieht aus, als ob er in einem Pub wohnen würde, aber seine Eltern nicht aus Britannien kommen. Ich glaube, ich habe dich kurz noch geschaut. Du bist ein Pizzafresser gewesen, Alter. Stimmt. Das ist das Geilste. Eine geile Punkband, wirklich stabil. Ricky schaut, Marsch geil, läuft weg. Wir also, wo geht Ricky hin? Ricky kommt 10 Minuten später mit einer Pizza zurück, steht jetzt, stopft sich die Pizza rein, schaut zu. Ja, geil. Was ich geil fand, der eine hat so ein Marlboro-Shirt da und ich habe lange nicht gecheckt, dass es ein The Bronx-Shirt ist. Von dieser Band. Einfach so
Zigarettenmarke, Marlboro, so ein Zigarettenpäckchen und alles. Und da stand einfach der Bronx drin. Das war verdammt sick. Nein, was lustig war, ich habe eben, glaube an dem Abend, glaube 3 oder 4 Mahlzeiten gegessen. Ich habe auch vergessen, dass ich schon gegessen habe. Und am nächsten Tag habe ich eben die Story gesehen mit der Pizza. Und ich so, hey, habe ich Pizza gegessen? Ich habe Chicken gegessen und einen Hotdog habe ich gegessen und irgendetwas anderes habe ich noch gegessen. Das Grenich ist ein super Fest. Vor allem das Gute ist im Grenich ja auch, du darfst dein eigenes Getränk und Essenzeug mit reinnehmen. Das ist einerseits sehr gefährlich, aber auch sehr cool. Also nicht gefährlich im Sinne von... Es ist effektiv nicht gefährlich, weil du darfst keine Glasflaschen mit reinnehmen. Nein, aber ist gefährlich für mich. Gefährlich für dein eigenes. Du könntest theoretisch gesehen, an einem schönen Sommertag 2 Bratwürste und einen 24er mit reinnehmen. Was dann einfach weglöpfen. Was cool wäre, als Feedback für Greniche, einfach weil ich ein fauler Sack bin, wie wäre es, wenn mal einen Bereich gäbe, wo du könntest mit dem Campingstuhl kommen? Wenn du einfach kaputt warst, bist du am Samstag, aber willst immer noch die Bands schauen? Soll ich dir etwas sagen? Ja? Es hätte, glaube ich, niemand gestresst, hättest du einfach den Campingstuhl für genommen. Ich bin nicht sicher im Fall. Das ist das eigene Ding. Ich hätte ganz sicher einfach einen Campingstuhl für und dort anstellen und schauen. Also Jungs, offizielle Frage, falls jemand von Greniche da redet. Ich habe gemeint, vielleicht ist es gefährlich, weil du weißt, du gehst mit dem Campingstuhl und vielleicht gibt es einen Most oder so. Ich weiß nicht, aber ich habe niemand gesehen mit dem Campingstuhl. Hast du Felix gesehen? Ja. Campingstuhl ist wesentlich weniger gefährlich. Ja, alright, aber in dem Case, vielleicht nächstes Jahr, falls es möglich wäre, würde ich gerne mit dem Campingstuhl dort angehen. Oder wir machen einfach das, was ich gehört habe, sollte man machen, wenn man irgendwie mit dem Staat zusammen muss arbeiten. Du machst einfach und fragst später um Vergebung. Ja. Ich glaube, das hätte niemand. Wenn du ihn einfach wirklich angestellt hättest, dort so irgendwo so in Sichtdistanz von der Bühne angestellt und geschaut, das hätte, glaube ich, keinen interessiert. Weil am Schluss, am Samstagabend sind bei Shadow of Intense sind vorne auch noch so Festbänke aus dem Festzelt sind dort vorne irgendwo rumgestanden und die Leute sind sitzen gewesen. Ja, super, ja, dann tue ich nächstes Mal anschauen. Wirklich ein cooles Festival. Falls jemand kann bestätigen kann, gerne. Ja, falls es eine offizielle Stellung ja, genau. dazu gibt, wäre das natürlich auch was. Ja, aber ich glaube schon, du könntest sicher einfach Campingstuhl ich weiß nicht. Weil du wirst ja kontrolliert reingehen. Und nachher ist ja das Festgelände und der Campingplatz ist eigentlich das gleiche Gelände. Eigentlich schon, ja. Alright. Ja, ich habe nicht mehr gesehen. Was absolut sick ist das Bändeli vom Freitag. Weil ich habe ja nur ein Tages-Bändeli gekauft. Ich habe nur ein Eintagesticket gekauft, weil ich am Samstag geschafft habe. Jetzt haben mir so viele Leute gesagt, ich habe nicht geschafft. Obwohl, Jungs, ihr habt mich nicht gesehen arbeiten. Ich habe geschafft. So viel geschafft. Noch nie habe ich so viel Instagram-Content gemacht. Das stimmt. Ich habe nicht nur das gemacht, ich habe noch anderes Zeug gemacht. Das war violett, es war geil, es hat perfekt mit meinem Shirt zusammengepasst. Das war cool. Ja, was sind wir jetzt? Ja, dann, Headliner von diesem Abend. Das ist ich meine, wir reden da von einem kleinen Benefit, nicht Benefits, wir reden da von einem kleinen Non-Profit-Festival. Who is the headliner? The dude from Bled from Within said it properly. Aber by the way, Bleed from Within, von wo soll es sonst blüten? Du selber kannst ja von nichts anders blüten wie von innen raus. Weil wenn du von außen Blut reinkommst, ist das Blut ja nicht von dir. Ich glaube, es ist eine philosophische Frage. Bleed. Es geht internal. Where the fuck else am I supposed to bleed from? Es geht internal and external bleeding. Vielleicht kommt es von dem, weißt du? Ja, aber gleich. Ich meine, bleed from within heisst ja, dass du von innen blütest. Ich kann ja nie nichts anderes. Ist egal. Du könntest von draußen rein blüten. Ja, aber dann bist du ja nicht du am Blüten, dann ist ja etwas anderes am Blüten. Wenn von innen blüten, aber du innen. Ja, aber dann bist du auch vor allem innen am Blüten. Du bist ja immer. Das ist eine philosophische Frage für ein anderes Mal. Okay, ist gut. Falls irgendjemand den Podcast hört und eine Antwort hat auf das, bitte streicht das Sprachmemo. Wir wollen mehr Sprachmemos. Sprachmemos sind super. Mega. Will ich mir abspielen und dann können wir zusammen lachen. Können wir reacten dazu. Oh. Genau, und dann eben der Sänger von Blitz from Within hat es perfekt gesagt. Tonight, Beartooth is playing. Und ja, Beartooth war sick gewesen. Wirklich geil. Vor allem auch wieder einmal, also sonst, wenn sie an einem Festival sehen, spielen sie immer grosse Bühne. Die Greniche Bühne ist gross. Aber wir sind recht weit vorne gestanden und haben uns nicht so viel Mühe müssen geben, zum vorne zu sein. Es war wirklich gemütlich. Ich weiss, ich habe Beartooth geschaut, aber ich weiss nicht mehr davon. Okay, es war vorher easy gewesen. Der Sänger ist oben noch nicht auf die Bühne gekommen. Das weiss ich noch, ja. Er hat gesungen, er hat Beartooth-Sachen gemacht. Er hat You never know it's here, no! Dann haben wir wieder herausgefunden, dass der Sänger von Beartooth tönt wie der Papagei, der Let the Bodies Hit the Floor singt. Okay. Kennst du den? Glaub. Das Video von dem Papagei, der Drowning Pool singt. Also, etwas so tönt der Caleb schon mal, wenn er screamt. Alright. Er macht ja immer.
Okay, das ist jetzt für alle, die einfach noch nichts mit Metal anfangen können. Oder mit so Vocals und einfach das Gefühl haben, so, was macht der andere Double da? Er tönt natürlich schon nicht so. Ja, aber die Richtung. Aber es hat was von einem Papagei, der schreit. Das ist noch geil. Alright. Er war ein guter Auftrag, richtig solid. Anscheinend, der Umi knöpft im nächsten Jahr Geld ab für ein Ticket. Weil er hat jede Band geschaut, anscheinend. Er ist, glaube ich, bei jeder Band reinschauen. Das ist geil, ja. Hat er gesagt, auf jeden Fall. Und ja, es ist wirklich, also Beartooth war sick gewesen. Wirklich geil gewesen. Und dann sind alle pennen. Nein, der Mike nicht. Der Mike ist Stick to Your Guns schauen. Aber Must Be Wrong ist er nicht schauen. Stick to Your Guns ist er schauen. Ja. Und ich bin draußen gestanden, mir das Gefühl, boah, nein, das Stick to Your Guns, die haben im Zelt gespielt, in dieser kleinen Bühne. Auf dieser kleinen Bühne haben die gespielt. Und es war so eng da drin, dass wir gesagt haben, wir gehen einfach raus. Und nachher sind wir draußen gekocht. Und was war der zweite Song, den sie gespielt haben, oder der erste? Ist Nobody der zweite Song, den sie gespielt haben? I don't know. Auf jeden Fall war es auch einer von diesen Sing-Along-Songs und ich höre einfach so, ich bin da gestanden und höre einfach so innen dran so Trust me, I know where you look at me. Und ich so und schaue so meine Kollegen an und dann innen dran so nobody at all. Und ich so und dann die ganze Crowd so wow. Und ich so, okay, ich anfange mein Zeug abziehen. So meinen Rucksack meiner Freundin geben. So meine Jacke meiner Freundin geben. Meine Kappe meiner Freundin geben. Und sie so angeschaut und sie so, nimmt das Zeug so völlig verwirrt, so, was zum Fick willst du? Und ich einfach so... Das T-Shirt und die Hose noch dazu. Und ich stehe dort so, I must go. The sing-along needs me. Dann bin ich rein. Oh shit. Habe etwa 5 Minuten gebraucht, bis ich zum Moshpit gekommen bin. Habe dort... einen halben Song im Moshpit verbracht, dann das Gefühl gehabt, fuck this shit, das ist viel zu unnötig hässig. Weil es ist von außen hat es viel Sing-Alongs gegeben, von außen hat es viel Woos gegeben, von außen hat es viel Stimmung gegeben, im Moshpit hat es nur Füße gegeben. Ja, das glaube ich. Es hat nur Füße, Knie, Ellbogen und alles gegeben. Ja. Und dann habe ich gedacht, gut, ich gehe jetzt mal ein bisschen raus. Dann habe ich so an den Rand stehen und am Rand bist du einfach gestorben, weil alle Leute haben rein wollen und alle Leute haben raus wollen und du bist einfach nur noch verdrückt worden in das Scheißzelt rein. Also ich habe etwa dreimal Leute vom Boden aufhelfen, weil man nicht gemerkt hat, dass sie am Boden gefallen sind. Dann etwa zweimal, ich weiss auch nicht, das klingt jetzt wieder mal so mehr so White Male Savior Complex mäßig, habe ich irgendwie müssen schauen, dass nicht irgendwelche kleineren Damen verdrückt worden sind, weil es war wirklich insane gewesen. Dann bin ich wieder raus und dann bin ich von hinten schauen. Es war wirklich sick gewesen. Es war wieder mal ein stabiler Stick to Your Guns Auftritt gewesen. Aber ein Gitarrist hat nicht gefehlt. Ich weiß nicht genau wieso. Sie haben nur gesagt, einer von den Gitarristen hätte Bad News bekommen und müssen die heim bleiben. Ich weiß auch nicht. Irgendwie kann ich wirklich die Connection mit Stick to Your Guns machen. Ich habe die auch verpasst im Pericon. Im Pericon Festival sind sie so gut gewesen. Ja, dann bin ich rausgegangen, go etwas essen und ein Bier trinken. Irgendwie, was nicht, vielleicht eines Tages bring dir schon ein Stick to Your Guns bei. Du musst einfach den Song... wie bringe ich dir Stick to Your Guns bei? Weil du bist nicht auf der Sing-Along Wo-Oh-Trip. Nein, wirklich. Das ist zu Punk für mich. Eben, du müsstest den Song 56 hören. Oder Married to the Noise. Alright. Oder das neue Album, das ist einfach sauhässig, Alter. Findest du mal einen Song raus, der mich converten sollte? Ich glaube, es ist 56. Alright. Ja. Sollen wir mal Ich glaube, abchecken? der könnte es sein. Aber ja, und dann ist Fjord gekommen, oder? Also, die beste Band ever. Ja. Also, ja, Fjord, geil. Ich nenne es Post-Punk. Es ist wie Post-Black Metal, aber es ist mehr Punk. Aha. Das war geil gewesen. Alright. Sogar der Nico hat irgendwann das Gefühl, es sei gut. Alright. Am Anfang hat er so gesagt, und dann so nach 10 Minuten er so, und nach so 15 Minuten er so, okay, ich sehe ihn langsam, als Ganzes ist, glaube ich, schon geil. Ich weiß immer noch nicht, was er damit gemeint hat, aber Fjord ist als Ganzes in dem Fall geil. Alright. Ja, und dann ist der Tag vorbei gewesen. Dann sind wir heim. Also ich bin heim, ihr sind schon alle am Pennen gewesen. Richtig schlimm. Ich weiß nicht, wer Fjord... Der Mike hat, glaube ich, Fjord... Der Mike, ich muss Mike Props geben, er hat Fjord auch noch geschaut. Alright. Mit dem Tom, mit dem Freund von der Schwester von seiner Freundin, hat er auch noch Fjord geschaut. Ja. Ja, das haben wir gemacht, alle zusammen. Und dann ist der Freitag vorbei gewesen. Dann ist der Freitag vorbei gewesen, ich bin heimgegangen. Es war schnell die heim gewesen, Alter. Ja, es war wirklich nicht gewesen. Knapp 20 Minuten, Ja, gut 20 Minuten kam mit dem Alter. Das ist wirklich nicht schlecht. Und dann am Samstag habe ich den Kater des Todes gehabt, den ganzen Tag. Ich nicht, ich bin aufgestanden, bin in die Tankstelle und Kaffee holen. Bin
wieder heim, weil noch Nico und die Kollegin von Greenfield, die das Dach auf dem Kopf hat, die hat den Dings noch getroffen. Der Bullhead-Dude. Bullhead, ja. Ich habe den Bullhead-Dude ihr vorgestellt. Alright. Ja, die muss ich nachher noch erzählen. Die hat nochmal eine gute Story. Nochmal den Kopf geschlagen? Nein, fast noch besser. Und dann sind wir dort... dann sind die irgendwann am Morgen, dann irgendwann losgefahren, weil ich bin ja mit dem Nico im Auto nachher heimgefahren. Und sind die irgendwann losgefahren und ich musste warten. Weil ich um 12:30 zu Baden am Bahnhof müssen sein, dass ich mit Safe Last Breath mitgehen konnte. Tatsächlich? Ja, erzähl mal, der Samstag für dich war anders wie für mich. Ja, also ich bin um 11:30 im Bahnhof abgeholt worden, in den Bus eingestiegen und dann ist Friede, Freude, Eierkuchen Party gewesen. Dann sind Safe Last Breath, der Chino, der Mike von Whiteout. Das ist wirklich, die haben wirklich so ein Star-Team gehabt. Ja, also die haben mehr Crew gehabt als die meisten Bands. Er hat 3 Leute in der Crew gehabt. Das passiert, wenn die Local Boys und Mädels sich zusammenbringen. Das passiert, wenn die Local Boys einfach 10 Jahre oder noch mehr eine Band sind und ihre Kollegen müssen gratis mit ihnen schleppen. Ja, genau. Ja. Nein, ich habe ja Zeugs gemacht. Ich habe ja auch ein Zeug aufgestellt und aufgeräumt. Aber das war geil. Also es war wirklich noch spaßig. Wir sind dann angekommen. Dann haben wir zuerst mal nicht gewusst, wohin. Dann haben sie gesagt, wir sind im Backstage. Dann sind wir im Backstage. Dann haben wir kein Backstage gehabt, weil wir gemerkt haben, dass die Acts auf der kleinen Bühne einfach hinter der Bühne den Backstage haben. Alright. Das hat eigentlich ausgesehen wie so eine Lounge in so einem Jugendhaus. Hinter der kleinen Bühne. Und ich habe eigentlich, also Safe hat am 4 gespielt und ich habe bis zu der Baboon Show eigentlich nichts wirklich mitbekommen. Ich hätte noch schauen können, aber ich kann auch schnell euch Heu sagen. Also es war wirklich geil gewesen. Wir sind dann, also, man muss sich das vorstellen, wir sind die Band fährt rein, dann haben sie auf dem Parkplatz parkieren, bis Load-In war. Und Load-In ist die Zeit, wo du quasi das Zeug kannst einladen, also in die Location rein. Und du musst dir so vorstellen, an einem Festival, habe ich gelernt, ist das so wie bei einem kleinen Konzert, wie bei einem regulären Konzert. Du gehst einfach dann mit dem Karren an, lässt alles aus, stellst es in den Raum an, wo dazu da ist, um das Zeug parat zu machen. Dann sind sie an, dann haben wir dort das Schlagzeug aufgestellt und Gitarren parat gemacht und alles Wüste. Dann habe ich irgendwann mal gemerkt, dass sie keinen Fotograf dabei hatten. Dann habe ich den gefragt, ob ich fotografieren soll. Und er so, ja mach das doch. Und ja, während der ganzen Zeit haben wir noch gegessen. Weil auf unserem Bändel ist gestanden Backstage Access all free. Und ich habe zuerst gemeint, das heisst einfach, ich kann im ganzen Backstage rumrennen. Zum Glück habe ich nicht gesoffen, weil das all free heisst alles gratis. Alles Essen auch? Alles Fried gratis Chicken Backstage. Nein, Backstage. Backstage. Nicht vorne. Backstage alles gratis. Hätte ich gesoffen, Ja. wäre ich wahrscheinlich am Safe Last Breath um 4:45 fertig gewesen. Dann wäre ich wahrscheinlich am 5 hackevoll gewesen. Nein, easy. Und dann haben wir quasi das Zeug einfach mal alles, wir sind angefahren und dann war es funny gewesen, dass 2 Stagehands hatten, die geholfen haben ausladen. Alright. Fucking insane. Der eine war so ein richtig stabiler Dude mit einem Madball-Shirt, so 1,80 groß, Madball-Shirt, geschätzt etwa 55. Okay. Lange blonde, lange weiße Haare, kein Wort gesagt, Bier in der Hand, Händchen, hat einen Schluck vom Bier genommen, Bier aus dem Sofa gehockt, aufgestanden, Schluck vom Bier genommen, Bier angestellt, alles aus dem Karren ausgeräumt mit uns, Bier geholt, wieder angehockt. So, richtiger Legend-Dude. Geil. Ja, und dann hat es noch einen Jüngeren gehabt. Und der Stage-Manager, ich weiß nicht mehr, der Kaiser, aber der war auch ein geiler Sieg. Eher kleinerer, Schnauzbrille. Aber sind Stagehands auch Aushelfer gewesen, oder sind sie wirklich Helfer Stagehands? Ja. Okay. Sie sind Helfer gewesen. Also wahrscheinlich haben sie es schon mal gemacht, irgendwo. Ja, also Erfahrung. Ja. Sie haben ein bisschen gewusst, was geht. Und der Stage-Manager, der hat auch ausgesehen, als ob er das wüsste, was er macht. Alright. Man muss sagen, Helfer im Garnichen sind schon die geilsten Leute. Das ist wirklich geil, wirklich gut. Oh. Dann haben wir das alles ausgepackt. Und ja, viel Spannendes ist eigentlich, zum zu erzählen, nicht passiert. Wir haben einfach viel Scheiß gelabert. Also, was funny war, ist, wir sind im Backstage gekocht und dann hat Path of Resurgence angefangen zu spielen. Und ich habe irgendwann einfach mal Umi geschrieben, so, was sein Plan war, ist heute für die Sounderia, weil es ist nur Krieg gewesen. Ja, es ist wirklich nur Krieg den ganzen Tag. Bis zu glaube Good Riddance. Hat es dort ihnen nur geklopft, ballert. Es ist einfach eins hässiger ums andere gewesen.
Ja. Und ja, also wirklich, also es war insane gewesen. Dann, ja, ich glaube bei Safer als Breath die Instagram-Stories anschauen. Sie haben es, glaube ich, als Highlight drin. Cool. Dann habe ich quasi, Ja. eben der Ricky und ich haben ja ihre Dinge übernommen. Wir haben Instagram Takeover gemacht, Metal Server takes over Safer als Breath. Genau, dann haben wir irgendwelche dumme Stories postet, bla 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 bla. Einige dumme Stories. Dumme Stories. Dann habe ich irgendwann mal Ich habe noch nie herausgefunden, so viel postet in meinem Leben. also wirklich das Wichtigste, also das Beste an einem Open Air Backstage ist eben effektiv einfach, dass du das WC hast, was du nicht musst anstehen. Ja. Also außer du musst schießen, dann musst du auch anstehen. Obwohl ich muss sagen, ich bin im ganzen Festival, ich habe nie wirklich anstehen für den Witz. Ja, das stimmt schon. Aber das andere ist wirklich, du bist angelaufen und es ist nie einer, der am Pissoir. Das ist schon nice. Das ist schon geil gewesen. Vor allem sind wir reingekommen und dann der Moritz so, das ist der Sänger von Terror, oder? Wir sind rein, dann dort essen und dann ist neben uns irgendwo in der Lounge so irgendein Dude gekocht, der ausgesehen wie so ein Familienvater aus Kalifornien. Ja. Und ich so, nein, der Sänger von Terror ist doch breiter. Das war der Sänger von Terror gewesen. Geil. Er ist nicht mehr breit. Er sieht absolut nicht mehr aus, als ob er Terror würde machen. Er sieht aus, als ob er sein Kind in die Schule bringen und dem Lehrer sagen, pass ist gut auf ihn auf. Aber ja, der Sound war gleich geil gewesen. Wir haben dann nachher quasi, am Schluss ist das so gewesen, wir sind dann auf den letzten Ton vom letzten Lied von Terror sind wir gerade aus dem Backstage rausgelaufen und haben auf die Bühne geschaut. Also ja, darum, ich kann glaube noch hätte ich gerade schauen von Anfang an, weil dann sind wir etwa fertig gewesen. Und ja, es ist geil gewesen, weil wir sind nachher quasi, also sie sind dann auf die Bühne und haben einen Soundcheck gemacht, ich habe alles aufgetragen mit ihnen, habe eigentlich immer das gemacht, was ich immer mache, wenn ich mit ihnen mitgegangen. Ein bisschen blöd rumschnorren, ein bisschen Zeug mit ihnen parat machen, ihnen helfen. Sehr professionell, muss ich sagen. Und vor allem einfach hauptsächlich auch rumstehen, falls ein Demi eine Seite reißt. Ist bis jetzt erst einmal passiert und das ist ja der Betrayers of Kamigawa Show gewesen. Und dort habe ich die Türen aufgemacht und der Demi hat gemeint, ich komme Gitarre holen, aber ich habe gar nicht gecheckt, dass seine Seite gerissen ist, weil ich besoffen war und dann habe ich Stage Dive. Das war funny gewesen. Und dann, ja, dann sind wir da gestanden und dann sind plötzlich viele Leute in dem Zelt drin gewesen. Also bei Safer als Breath sind so viele Leute in dem Zelt drin gewesen. Mega. Und dann hat die Show angefangen und ich habe irgendwie mich nicht getraut, von der Sidestage auf die Bühne rauszugehen, weil der Vorhang zu war und ich kann nicht einfach durch den Vorhang rausgehen. Dann bin ich mit der Kamera in der Hand, weil ich dann noch Fotos gemacht zusätzlich, bin ich aus dem Backstage rausgerannt, über das Festivalzelt gerannt, rundum, vorne in die Sounderia rein und dort in den Graben rein. Dann hat mich einer so gefragt, hey, machst du Fotos für die Band? Und ich so die Bändel gelaufen, ja voll, ich bin für die Band da am Fotos machen. Ja, ist gut, dann gang. Dann haben mich die Security so gesehen und ich bin die ganze Zeit dort, der Mike ist rumgerannt mit der Kamera zum Musikvideo machen. Ja. Ich bin mit der Kamera rumgerannt zum Fotos machen im Graben. Es war so heiß dort Ich bin sehr gespannt auf das Video. Also es war etwa 32 Grad gewesen, mindestens dort drin. Es war so heiß gewesen. Ich habe gefüttert. Irgendwann kommt der Mike so zu mir so, hey, Alter, kannst du schnell schauen, ob GoPros laufen? Und ich so, die laufen nicht, aber ich kann sie nicht einstellen, weil es kein GoPro ist und ich nicht weiss, wie sie funktioniert. Bin zum Chino, zum Mischpult hinterher gerannt, quasi einmal durch die ganze hohe Sounderia durch zum Mischpult. Dann habe ich dort die GoPro angestellt, habe dort ein paar Fotos gemacht, bin wieder zurück. Safer als Breath spielt. Irgendwann sehe ich plötzlich, dass bin ich auf die Bühne geklettert, habe so von hinten Fotos gemacht. Dann sehe ich, dass dem Rico ein Mikrofon um den Fuß herumrollt und ich habe nicht verstanden, wieso das Mikrofon liegt. Dann bin ich mehr dazu später. Dann bin ich führen, habe dem Rico, genau, was ich auch noch wichtigster Job ist immer gewesen, ich bin immer vor der Show immer rumgelaufen und habe sie gefragt, ob sie nochmal ein Bier brauchen. Und dann so, nein, ist gut, ich mache das nachher auf. Und so, gut. Ich habe noch das Trinken gegeben, geschaut, dass sie alle ein Wässerchen haben und so. Und dann der Demi so, ja, du kennst ja das Zeichen, wenn ich ein neues Bier brauche. Und ich so, ja, wenn das alte leer ist, gell? Und er so, jawohl. Dann, gut, dann haben wir das gemacht. Und dann bin ich dafür, habe mir Rico das Mikrofon so weggenommen, so nicht draufsteht, das irgendwo angelegt, habe gefüttert. Das ist eigentlich, also ich bin völlig weggedatscht, weil ich habe immer wieder ins Publikum runtergeschaut und einfach so fucking viele Leute gesehen. Voll gesehen. Gott, sind es viele Leute gesehen. Ja, voll gesehen. Ich weiss jetzt nicht, wie Safer als Breath tönt hat, weil ich es nicht mitbekommen, weil ich bin ja die ganze Zeit im Graben vorher gewesen, meistens vor einer Lautsprecherbox gestanden oder auf der Bühne. Auf der Bühne, ich weiss nicht, wie die Jungs spielen. Weil Versus spielt ja mit In-Ear. Und ich höre immer alles. Ja. Und bei ihnen auf der Bühne hörst du nicht. Und die Jungs haben keine. Der Rico und der Dave haben das In-Ear. Und der Demi und der Moritz spielen einfach Gitarre. Aber ich habe keine Ahnung, ich weiss nicht, also wahrscheinlich, weil ich habe auch den Rico nicht wirklich gehört auf der Bühne. Das war strange gewesen. Sonst sage ich von meiner Seite von der Stage, weil ich bin einfach als Zuschauer dort gewesen, ganz entspannt. Sind da früher dort gewesen, sodass wir
ein paar Stories und Fotos machen. Okay, also der High Times, also machen wir nachher noch den Run-Up? Machen wir nachher den Run-Up. Machen wir zuerst die Server's Breath Story. Ja. Dann hat es angefangen, Leute reinzukommen. Und wir sind halt ganz vorne gewesen und gerade hinter uns sind Füße und Legs geflogen, wie blöd im Fall. Und ich so die ganze Zeit so wie, fuck, ich hoffe, niemand steht mir am Hinterkopf. Zum Glück ist der Felix nicht rum gewesen, Alter, sonst ja, gestorben. Da wäre ich gestorben gewesen. Aber nein, haben alle sehr gut aufgepasst. Also alle, die gekickt haben, haben es recht verantwortungsvoll gemacht. Also Kudos, Props to you guys. Und ich bin einfach mal am Anfang habe ich so gefunden, so, der Rico tut ein bisschen leislich irgendwie, oder? Aber ich habe so gedacht, ja, wahrscheinlich, wenn wir in der ersten Reihe sind, wahrscheinlich tun sie hinten vielleicht ein bisschen besser. Und dann sind wir einfach am Schauen gewesen. Aber ich muss sagen, das Ganze hat recht gut getan. Für meinen Geschmack war der Rico ein bisschen leislich, aber das ist auch nicht so schlimm. Oder ich meine, es hat ein paar Weise auch, alle abgegangen und so. Und dann, aber es war schon komisch gewesen, so vom Gefühl. Ich habe gefunden, so, hinter ist sicher gut, oder? Irgendwann kommt der Whiteout-Team zu mir, so voll im Stress, oder? Weil wir haben, der Gino ist am Mischen gewesen, oder? Der Gino mischt ja bei euch die ganze Zeit, gell? Der Gino mischt bei uns, bei Whiteout, und der Gino hat bei Server's Breath gemischt. Geiler Mix, also die Snare ist einfach, geil. Das darfst du jetzt laut sagen, sonst kommt der Dave wieder. Ich habe eine geile Snare. Es ist so eine geile Snare gewesen. Nein, also alles hat super getönt. Die Jungs sind fucking tight as fuck gewesen. Also wirklich, all in all, eine super Show. Wirklich, wie ein internationaler Headliner, muss ich schon sagen. Und, aber eben nachher plötzlich kommt ein Team zu mir und so wie, hey Brudi, geil, du hast ein Mikrofon für Podcasting gebracht. Und ich so wie, ja, warum, weißt du? Bear in mind, ich bin einfach im Chill-Modus gewesen, mit der Cola in der Hand, am Ausnüchtern vom letzten Abend, weil ich an dem Tag nichts getrunken, weil ich fahren am Sonntag. Also, alright. Und dann kommt so, ja, ich kann. Und dann so wie, kannst springen, der Mikrofon ist kaputt. Und ich so wie, fuck. Da hat so jetzt Sinn gemacht, alright, irgendwie scheinbar ist wahrscheinlich die Kapsel Blase, keine Kapsel ist einfach. Also das ist auch kein SM58. Also heisst es ist ein guter Mikrofon, ein Audix OM8, glaube ich, so etwas. Sehr ein guter Mikrofon, aber sehr ein alter Mikrofon. Also der ist SM58 das einzige. Aber der Mikrofon ist auch sehr alt gewesen und es ist eben nicht, dass der Rico nicht laut war, sondern es war sehr grell gewesen, oder? Also als ob hättest du einfach einen Low-Cut gesetzt und wirst auch nur die Höhe nicht hören. Und dann, ich so, alright, gehen wir es holen, oder? Und musst du schauen, vom Campingplatz, wo wir sind, bis zu der Bühne laufen sind... Ja, ich muss sagen, knapp 300 Meter. 500? Nein, 500 sind es nicht, Alter. Das ist nicht gewesen. Also ein Weg. Vielleicht sind beide 500 irgendetwas, aber alright. Das ist keine 500 Meter. Aber beim Laufen sind es so, keine Ahnung, 10 Minuten. Oder? Nein! Schon. Bro! Brudi! Nein! Es hat so gefühlt. Du bist von der Mainstage bei euch gewesen, etwa 4 Minuten. Lass mich fett sein, Bruder. Okay, ist gut. Und dann, weißt du, ich laufe auch nicht mit Stress. Nein, und dann... Das stimmt. Right, und der Team war voll dort am Stress und ich so, alright, rennen wir. Und ich so, fuck. Dann, aber... Hättest du Team einfach können sagen, sie steht? Ja, nein, das ist das Problem, weil unser Zelt hat ein Schloss gehabt und der Team hat nicht das Passwort gewusst. Und er hat nicht gewusst, wo mein Podcast-Dings auch eingepackt ist. Oder ich kann irgendwo, weißt, ich habe recht viel Shit dabei gehabt. Ja. Und dann der hat angefangen losrennen. Und ich in dem Moment, genau, ist die Kamera hoch. What the fuck? What? Why are you not filming anymore? Schau. Let me check. Writing to the memory card was not completed correctly. Recover data and alright. Okay, wir haben kein Video bei diesem Podcast. Ja, well, liebe Leute, die Kamera ist gestorben. Ich habe versucht, mal einmal auf 4K aufzunehmen, dass ihr alle unsere Pickel gesehen habt. Ja, du musst jetzt nicht filmen, es kommt wie nicht mehr drauf an. Ich bin ein technischer Mensch. Es macht mich hässlich. Rein konzeptual ist jetzt blöd, wenn wir erst im letzten Drittel Brudi, Video haben. Wenn ich will, kann ich es nachher wegnehmen. Aber wenn ich es habe, dann habe ich es. Das stimmt. So. Da hast du schon recht. Und aber Technik macht mich hässlich. Ich kenne dich. Nein, ich würde mir ein lustiges Spongebob-Ding nicht oder was auch immer. Nein, aber Nein, das lenkt nur ab.
Also, Kamera, zuhören. weißt du, du kannst immer Audio-only hören. Auf Spotify. Von dem her, nein, das ist schade. Die Kamera ist kaputt gewesen. Ich finde es eigentlich okay, weil ich sehe gerade beschissen. Hat die Daten zerstört. Also ich kann es nicht aufmachen von der letzten Stunde. Aber egal, wir machen weiter. Ich weiss noch nicht, wo wir sind. Ich weiss, ich habe es vorher gecheckt. Es ist jetzt vielleicht Audio-only, vielleicht gibt es auch Video einfach für die zweite Hälfte, who knows. Aber ja, wir sind da... Ich hoffe nicht, dass es eine Hälfte wird, Alter. Aber ja, wir sind da in der Story vom Mikrofon. Wie du zum Zelt gerannt bist, ja. Genau, und zwar eben... Die Zettelmeile da. Yes, wo der Tim... Marathon. Genau, der Tim ist zu mir gekommen und sagt, Bruder, er ist das Mikrofon ist kaputt. Und ich so, ja, ich habe es für den Podcast gebracht, was auch immer. Dann hat er angefangen zu säckeln und der Tim ist schnell. Fuck me, Alter. Zettel auf ein Sextape. Hey, als er nicht angefangen hat, rennen im Fall, ist mir in den Sinn gekommen, fuck, der Tim weiss nicht, wie in die Zelle reinkommen, weil es hat ein Schloss mit dem Passwort oder Key-Nummer, was auch immer. Und ich in dem Moment angefangen zu säckeln und ich so, shit, ich kann... Du musst rennen, Bruder. Ich sehe als Breath von Stage und braucht das Mikrofon. Genau, das ist ein Notfall. Genau, das ist die Sache. Für meine Brüder haben es gemacht und ich habe gewusst, so, hey, es sind nicht so viele Songs übrig und sie brauchen das Mikrofon, um einfach geil abschließen. Und dann habe ich gesäckelt und ich habe die Hälfte vom Weg können. Und während wir rennen, kommt mir in den Sinn, der Tim kann nicht ins Zelt rein, oder? Und ich fange ihn einfach umzuschreien, so, Tim, Brudi! Und ich habe einfach angefangen, das Passwort vom Schloss zu schreien. Weil ich einfach nicht gecheckt, es ist weitergegangen. So, bis der WCs bin ich gekommen und nachher so, wir müssen schnell atmen und nachher weiter langsam gesäckelt. Und dann haben wir es geschafft, wir haben die Mikrofon gefunden. Und ich habe gerade beide gegeben, den 58 und den von Thomann. Oder? Falls einer nicht geht, dann hast du das zweite. Das heißt, fuck it, ich kann nicht nochmal säckeln. Wahrscheinlich hat er dann das von Thomann eingesteckt, es ist nicht gegangen, einfach mit dem Schalter draussen war. Und dann so, nein, das geht auch nicht. Das wäre schade. Nein, aber nachher, der Tim ist der Heldenkrieger gewesen. Er ist da nicht gerannt und nachher wieder gerade vorne zurückgerannt. Ich bin gelaufen nachher, weil ich nicht mehr können. Und ja, Cardio ist nicht My job is done, Alter. Aber sie haben es können wechseln. Sie haben noch, glaube ich, 3 oder 4 Songs können mit dem Mikrofon können spielen. Es war eben die Hälfte von der Show gewesen. Ja. Und, aber wir haben es geschafft und sie haben nachher mit einem Mikrofon mit einem White Hot Sticker gesungen. Und die Jungs haben einen guten Job gemacht, sehr professionell. Niemand hat es gemerkt, nicht mal du hast gecheckt, dass noch ein Mikrofon gebraucht worden ist. Ja, das hat niemand gecheckt. Logisch nicht. Wie auch. Weil du hast den Rico immer gehört. Aber gut, aber du hast ihn gehört. Ja. Und ja, geile Show gewesen. Richtig abgeliefert. Ich bin mega stolz auf die Jungs. Und es war einfach geil gewesen, es war einfach geil gewesen, zum sehen. Die Jungs auf der Bühne. Geile Show. Und aber ja, Several Press sind nicht die erste Band gewesen an dem Tag. So. Alter, was ich noch muss sagen, noch nie ist etwas so schnell abgeräumt worden wie bei Safe Last Breath. Alter, wir sind da gestanden und ich habe irgendwie das Gefühl, ich laufe so auf die Bühne, um noch helfen, Zeug abzuräumen. Es war nichts mehr da oben. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist. Es war alles drinnen gewesen. Und dann sind sie die ganze Zeit am Merch verkaufen gewesen. Die haben die ganze Zeit am Merch verkauft. Die ganze Zeit haben die Merch verkauft. Das ist so... Geil. Sie sind, glaube ich, erst bis Svalbard dann mal irgendetwas schauen. Und der Dave hat die ganze Zeit mit dem Bassist oder Drummer von Currents geflirtet. Geil. Sie sind die ganze Zeit mit dem, alle sind mit dem am Flirten gewesen. Ich habe mir so gedacht, ich muss sich fühlen wie so ein hübsches Chick im Club. Weil alle die Schweizer Underground-Metal-Bands so mit ihm so, hey, du, hey, ich kann verlaufen, hey, du, soll ich etwas zahlen, hey, wie geht's, hey. Das ist fucking funny. Ja, High Times, The Flo LeBeau gespielt, das ist ein Singer-Song, habe ich nicht gesehen leider, keine Ahnung. Ich habe ein bisschen geschaut, wenn ich gegessen habe. Bist du mit einer Pizza da gestanden? Nein, nicht eine Pizza, dort habe ich Chicken, glaube ich, der Fried Chicken. Sick, man. Singer-Songwriter ist vielleicht nicht so meins, aber er macht einen guten Job. Dann ist Annie Taylor gekommen. Nein, The High Times. Alter, kannst du lesen. Sorry, Flo ist zuerst, The High Times ist nachher. Hast du gesehen? Ja, High Times geil. The High Times habe ich schon als Vorband von Baboon Show gesehen. Richtig sexy, cool. Einfach solche chillige Rock'n'Roll, Punk, irgendetwas. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist kein Punk, es ist kein Rock, es ist irgendetwas zwischendrin. Schmäßig. Ja. Eine Sängerin. Ist geil. Alright. Sie heißt auf Instagram The High Times cool, was ich hure geil finde. Das ist einfach cool. Aber nachher war Path of Resurgence. Das war einfach Krieg. Sorry, das habe ich von hinter der Bühne und von der Seite gesehen. Das war einfach nur Krieg. Ich weiß nicht, wie es von vorne gewirkt hat, aber es war Krieg. Aber ich kann
ich bin ein bisschen verwirrt gewesen, als ich im Zelt gekommen bin. Und ich habe eine Sängerin gesehen. Und Sänger oder Sängerin, weiß ich eben nicht. Aber ich habe nicht gewusst, ist das ein 12-jähriger Bub oder eine ältere Frau? Ich habe nicht gecheckt, ich habe nicht identifiziert. Es hat vielleicht wie ein Kind ausgesehen, wie von weitem weg. Also die sind so lustig gewesen. Wir sind mit dem Bus, Moritz ist mit dem Bus, wir sind mit dem Bus angefahren. Und ich weiss nicht mehr, welcher Song das war. Aber irgendetwas kommt plötzlich so von hinten ins Auto zu fahren. So Kickstart My Heart von Mötley Crüe am Ballern. Fenster offen. Der Karre kommt, Handbremskehre auf dem Parkplatz. Einfach so quer, 4 Meter vom Save Last Breath Bus entfernt. Angehalten, Handbremse gezogen. Handbremse war ja schon gezogen, war eine Handbremskehre. Türen auf. Kickstart My Heart. Abgehen, Türen zu und dann sind sie gegangen. Ich kann auch so dort stehen lassen. Und das war Path of Resurgence. Ich glaube, sie sind auch Schweizer, oder? Vom Welschen, Ja, sind ja Welschen. Voll. Wie geil. Aber eine geile Show gewesen. Also recht ballend, wirklich hart. Ein Krieg gewesen. Und dann, Terror. Nein, Annie Taylor. Annie Taylor, ja stimmt. Habe ich leider nicht gesehen, habe ich aufstellen. Von wo sind die? Schweiz. Schweiz auch? Alright, damn. Ja, dann... Macht guten Rock'n'Roll. Ist eigentlich nicht so schlecht. Habe ich schon im Bad gesehen. Ist okay gewesen. Es ist gut gewesen. Einfach Rockmusik. Eben nachher sind Bruder ins Save Last Breath gekommen. Ja, wir absolut unterste Schublade gewesen. Ich muss sagen... vor allem der Fotograf, richtiger Hurensohn. Also ich muss sagen, für mich sind Save Last Breath die Highlight vom Samstag gewesen. Nein, also schon. Sie sind einfach lovely boys, aber ich habe sie einfach aus so einem persönlichen, emotionalen Bereich. Ja, es war geil gewesen. Genau. Ich habe voll, das Ding ist, ich habe genau das Gleiche gemacht, wie ich bei ihren Shows immer mache. Rumrennen, Sachen aufstellen, Sachen abräumen, ihnen helfen und Fotos. Das hat sich eigentlich für mich nicht wie eine größere Show angefühlt. Ja. Aber das Publikum, aber es ist immer so, wenn deine Boys auf der Bühne stehen, oder? Und du führst einfach... Es ist geil gewesen. Also ich habe es richtig geil gefunden. Ich habe es auch richtig gefühlt für sie. Ich habe es cool gefunden. Nebst dem ist auch fucking Teil des Fuck. Also, das sind es immer. Eben. Das ist so wie... Ich habe noch nie die Jungs Sloppy gesehen. Ja, mal ich schon mal, aber ich habe kein voll in Kuba gesehen. Das hätte ich gerne geschaut. Ja, das war geil gewesen. Nein, das war wirklich vor allem krass gewesen, einfach einmal so... Es hat so viele Leute gehabt. Mega. Ich habe zwar nicht gespielt, aber ich habe schon ein bisschen Gänsehaut gehabt, und ich habe das Publikum rausgeschaut. Ja, geil. Ja, dann Terror! Always Hardcore. Ich habe so 1-2 Songs schauen. Hässig. Terror halt. Aber eben, jetzt müssen wir mal schauen, was das für ein fucking Festival ist, wenn Terror am 4:45 schon spielt. Schon krass, ja. Weil Terror ist ja eigentlich eine Band, die eigentlich Headliner-Potenzial hat. Theoretisch gesehen. Naja. Dann No Nog. Hast du No Nog gesehen? Nein, da bin ich glaube ich... No Fight, No Glory. Ja, ich bin Schweizer Punkband. Ja. Nein, ich bin eben bei Baboon Show bin ich auch nicht. No Nog und Baboon Show bin ich nicht gewesen, Terror auch nicht. Weil wir sind nach einem Zeltplatz gegangen. Ja, was saufen das nicht? Nein, ich habe es nicht gesoffen. Aber ich habe nachher überlegt, so wie, alright, entweder ist es trocken. Jetzt wäre eigentlich ein guter Moment, zum Zeugs abbauen und vielleicht eben bereits Samstagabend heimgehen. Statt nachher nass und im Regen am Sonntagmorgen einpacken. Das war so die Idee gewesen. Und dann wir haben so diskutiert mit der Gemeinschaft und dann haben wir überlegt, alright, weißt du was? Okay, ist gut, ich sage, was es war. Tun wir einpacken. Erklär so schnell. Ja? Okay, ist gut. Ricky ist heimgegangen. Genau. Und nachher haben wir eingepackt und klar, dass wir nachher gehen, Burrito Morgan schauen, in voller Ruhe. Und du bist bei Baboon Show gewesen. Ich habe auch noch ein bisschen geschaut. Einfach straight Punkrock in die Fresse, Alter. Bullen haben es auch nicht gern, habe ich gehört. Ja. Und dann Baboon Show war fucking funny gewesen, weil ich aufs WC musste. Also ich musste schiessen. Und dann habe ich gedacht, hey, ich habe einen Backstage-Pass. Ich weiß einfach das Backstage-WC schiessen. Dann bin ich dort angestanden. Also da kommt der Rico raus, war am Duschen gewesen. Ist eben der andere Security-Dude aufs WC. Dann Baboon Show, 18:15 fangen sie an. 10 ab. Ich sehe so das WC geht auf und ich so, geil, ich habe das WC, kommt so um die Ecke, die grosse, blauhaarige Bassistin zu laufen. Hey, I need to take a shit and play in 5 minutes. Und ich so, ja, okay, ist gut, gang aufs WC, gang vor mir aufs WC. Und dann ist sie dann einfach aufs WC, also was er ansagt, so, I need to take a shit and play in 5 minutes. Und ich so, ja gut, dann fuck, go. Fucking professional, Alter. Gang aufs WC, so gut. Und dann ist sie dann schiessen. Und dann hat Baboon Show gespielt. Die Sängerin hat nach dem ersten Song schon blutende Knie gehabt. Ich weiss nicht woher. Ja. Aber wirklich geile Band. Müsst ihr euch unbedingt gönnen. Baboon Show ist geil. Einfach cool. Gerade ab. Der Felix war wieder am Crowdkiller gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass er bei Terror auch am Crowdkiller war. Gut möglich, ja, voll.
Vor aggressiver Hype. Ja, das ist dann wirklich ist geil gewesen. Baboon Show war sexy. Dann bin ich essen. Dann habe ich wieder gedacht, so, was ist jetzt in der Sounderia los? Weil Brothers Till We Die einfach auch. Ja. Also, sorry. Also. Jetzt sind spannend, oder? Ja. Wir sind eben gerade. Das war einfach auch unnötig hässlich gewesen. Ja, wir sind eben gerade alles am Schleppen gewesen, weißt du, um ein schnelles Auto zu tragen vor Bury Tomorrow. Und nachher können wir einfach wie fucking etwas hure Herz an der Ria laufen und ich so, what the fuck, was spiele ich? Ich habe einfach irgendwie nicht im Schirm gehabt. Ich habe auch nicht das war unnötig her gewesen. Das war unnötig her gewesen. Unnötig her gewesen, Mann. Und ich so, shit, alright. Ja gut, jetzt bin ich schon auf dem Weg ins Auto. Sonst will ich es schauen. Das ist geil. Das ist durchgetatscht. Dann die beste Metalcore-Band auf dem Planet. Zum zweiten Mal. Aber das Mal ist Bury Tomorrow gewesen. Für mich ist es das zweitbeste nach Nein, sie sind beide gleich gut live. Sie sind beide gleich gut. Gut, bei mir ist halt ich habe mehr Gefühl wie Bleed From Within, sagen wir so. Ja, ich nicht. Aber ich habe eigentlich mehr Gefühl wie Bury Tomorrow. Aber ich finde Bleed From Within. Sie haben Last Light nicht gespielt, das ist scheiße gewesen. Aber sie haben Lionheart gespielt, das ist geil gewesen. Mein Lieblingsalbum von Bury Tomorrow ist eigentlich der, den sie seit 10 released hat, oder 12 oder so. Der mit ja, der mit den Honorable Rain drauf. Das haben sie gespielt. Genau. Das haben sie gespielt. Ich habe es nicht gecheckt. Das haben sie gespielt. Rain Above Me? Rain Above. Ja, das haben sie gespielt. Ich habe es nicht gecheckt. Ich so, wann kommt der? Das haben sie gespielt. Fuck, das haben sie nicht Ich glaube, das haben sie gespielt. Ich glaube aber nicht, weil das ist der einzige Song, wo ich am Warten war. Aber wir sind Lionheart gespielt, das war gut gewesen. Hat geklopft. Das war geil gewesen. Ja, voll. Ja, Sänger wieder mal abgegangen. Fun Story, ich bin nachher im Backstage, also eben, der Felix war auch wieder hässlich gewesen. Irgendwann ist er ins Schlagzeug reingefallen und er hat Bassdrum betätigt. Und da ist plötzlich einfach so gehört so oh shit. Er hat den Bassdrum triggert. Und dann ist er ins Keyboard reingefallen und hat ihn irgendwann ein Crewmitglied hinter die Bühne gestellt. Ja. Aber bis dahin ist er etwa 4 Mal auf den Sänger drauf geflogen, etwa 3 Mal ein Bassist vor die Füße gefallen. Die Securities haben ihn immer wieder reingerannt. Und vor Bury Tomorrow ist irgendwie so ein Dude auf die Bühne gekommen und hat eine Ansage gemacht. Und ich so, hey, what the fuck passiert jetzt? Dann sind plötzlich so mega viele Security-Leute reingekommen. Und ich so, the fuck is going on now? Weißt du? Ja, er hat seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht und sie hat ja gesagt. Und dann das ganze Publikum so, voll am Eskalieren. Und nachher tackled wurde von Security. Nein, er war der Chef von der Security gewesen, oder irgend so etwas. Und er hat seiner Frau einen Heiratsantrag gemacht. Das war offiziell alles gut gewesen. Ich habe gemeint, ein Dude ist einfach aufgegangen. Nein, Security hat ihn wieder tackeln. Nein, das wäre fucking funny gewesen. Publikum am Eskalieren. Nachher hat der Sänger von Bury Tomorrow so, even security is fucking cooler. I think one of them just got engaged beforehand. What the hell's going on? Geil. Und dann, ja, Bury Tomorrow gespielt und ich bin ich Backstage an Bar, weil ich einen El Toni will. By the way, El Toni sponsor uns. Wir haben einen El Toni, ich habe einen El Toni wählen zum Trinken. Ich sage das jetzt so oft, bis El Toni uns sponsert. Und ein El Toni, gell? Ja, ein El Toni war es, genau. Und dann habe ich einen El Toni bestellen und dann bin ich dort am Warten gewesen. Und dann kommt der Nico von der anderen Seite reinzulaufen. Und ich dachte, dass der Dude rechts an der Bar von mir ein bisschen bekannt vorkommt. So kommt der Nico reinzulaufen, schaut mich so an, so, zeigt mir einfach den Mittelfinger. Und ich so, hey Nico, was ist los? Und dann haben wir so über die Bar angefangen, uns anzuschreien, weil im Backstage hat es eine Bar für die Helfer, also einfach eine Bar im Backstage. Und von der einen Seite kommen Bands an und von der anderen Seite kommen die Helfer an. Also Bands können von überall an, aber Bands sind meistens auf der Seite, wo Bands sind und Helfer auf der anderen. Und ich bin auf der Seite, wo Bands waren, weil ich ja dort den Backstage hatte. Dann bin ich da gestanden und dann ist einfach Bury Tomorrow neben mir an der Bar gestanden nach ihrem Gig. Und der Nico und die Kollegin so, der Nico schickt so ein Foto in den Gruppenchat, ich hasse ihn. Und ich so da gestanden so mit Bury Tomorrow. Sie haben diskutiert, so, was Koffein drin haben, hat dann 3 Bier bestellt, also keine Ahnung wieso. Fucking funny gewesen. Und dann, ja, dann ist das so ein bisschen gegangen, dann haben sie geschnurrt und dann habe ich, ist funny gewesen, dann bin ich im Backstage, ich habe glaube meine langen Hosen angelegt. Und dann war Good Riddance zum Spielen gewesen, und der Stage Manager hat es saumässig gefühlt und ich bin so zu ihm an und dann habe ich einfach so von der Side Stage Good Riddance geschaut. Und ich habe in meiner Punkband so ein Foto geschickt, hey, schau mal, Good Riddance ist mit uns im Backstage. Good Riddance ist im gleichen Backstage für mir und der Silas schreibt einfach so zurück, es sind einfach alte Männer. Hat er nicht Unrecht. Ja, das war das gewesen. Und dann bin ich dort auf der Seite gestanden und habe das Gefühl, bist schon noch geil, dass ich Good Riddance ist eine legendäre Punkband. Dass ich die Sidestage gesehen und dann ist es mir ein bisschen langweilig geworden, dann bin ich vor der Bühne und das haben sogar noch 2, 3 Leute cool gefunden, aber es ist kein Punk hören. Dann hat Pennywise angefangen zu spielen. Kurz vor Pennywise habe ich noch irgendwo den Umi getroffen. Dann hat der Umi mich nicht genötigt, aber dann hat der Umi mich so mitgenommen, um bei der grossen Bühne Sidestage zu schauen. Geil. Ich habe gesagt, ja gut, das mache ich einfach, um zu sagen, ich habe Pennywise Sidestage gesehen von der grossen Bühne.
Ja. Mhm. Ja, ist jetzt. Ja. Ist nicht so cool. Ist schon cool, aber. Ist schon cool. Ist schon cool, einfach zu können sagen, dass du bei Pennywise neben der Bühne gestanden und hast sie von der Seite geschaut. Für den IG-Post. Für den Instagram-Post ist es schon cool, aber ich schaue Bands definitiv lieber von vor der Bühne, weil es ist einfach besser. Der Sound ist sicher nicht so cool. Es hat einen Monitor angestellt, das ist schon gut gewesen. Ah ja. Okay. Es hat einen Wedge-State gehabt, also es hat schon einen guten Mix gehabt, aber es ist so, ja. Vorher hast du halt mehr. Wie die Band spielt ja gegen Führer, sie machen alles gegen Führer. Mhm. Ja, stimmt, macht Sinn. Wir sind, glaube ich, bei Pennywise gegangen. Ich bin kaputt gewesen, ich wollte ins Bett. Pennywise hat 2-3 Songs gehabt. Pennywise war geil gewesen. Das ist halt eine Legend-Punk-Band. Schade, dass Bro Him erst am Schluss gespielt haben. Wer? Der legendary Song, weißt du, wow, das ist alles eskaliert. Ich habe mit dem Rico noch schnell Merchant Backstage, also in den Karren getragen. Und dann plötzlich hörst du den Song anfangen. Und mir macht plötzlich so piu, piu. Und wir so, Alter, schiessen die da? What the fuck? Und dann haben wir gemerkt, dass einfach irgendwo auf dem Campingplatz Feuerwerk abgeht, in der Crowd in Pyros gezündet worden sind. What the fuck? Ja, halt Punks, oder? Alright. Dann ist es auch fett eskaliert. Das ist, glaube ich, schon noch geil gewesen. Das ist geil gewesen. Einfach so dort und alle so, wow, egal wo, alle so die Hände in der Luft, so. Richtig gut gewesen. Punk ist Leben, Alter. Können wir sagen, also wenn Punk ist Leben. Punk ist Leben, ihr Wichser! Ja, Punk ist schon gut. Punk ist Leben, Alter. Und dann, ja, dann ist Pennywise fertig gewesen, dann sind wir Svalbard schauen. Es ist wirklich wenig Action an dem Festival, was so dumm rumsaufen und blöd angeht. Aber das liegt einfach daran, weil es halt, ich bin die ganze Zeit vorne und habe Bands geschaut. Ja. Am Greenfield ist das viel weniger. Oh Gott, Greenfield bist ja 2 Tage mehr dort. Aber ja. Nein, ich glaube, für nächstes Mal tue ich weniger trinken und mehr Bands schauen, ja. Das sagst du jetzt. Du sollst einfach mehr trinken und gleich viel Band und mehr Bands schauen. Also, aber wenn nachher am Sonntag musst du früh aufstehen und alles einpacken, dann willst du nicht verkatert sein. Das Svalbard war sick gewesen, Alter. Ja. Das ist wirklich, die Band ist fucking sick. Was machen sie für Musik? Post. Alles Post immer am Spät, oder? Post geht auch. Post-Musik geht gut live. Post, es ist Melodic. Ich weiß. Keine fucking Ahnung. Aber wie ist Sheriff Es Intensity? ist ähnlich wie Fjord. Es ist wie wenn. Es ist wie wenn Harakiri for the Sky eine HC-Band wäre und nicht eine Black Metal-Band. Alright. Aber wie ist Sheriff Intensity? Jetzt warte, ich bin noch nicht fertig mit Svalbard. Das Wir sind richtig sick gewesen. Jetzt haben wir dann Pizza gegessen. Alright, ja. Das war geil gewesen. Viele sind von der Sängerin sehr angetan gewesen. Sind was? Ich bin da gestanden und bin so angelaufen und das Erste, was der Kollege, ich habe einfach so ins Handy geschaut und der Kollege steht da so, Brüste. Und ich so, ja, die habe ich vorher schon backstage gesehen. Ist nicht mal so eine schlecht aussehende Frau gewesen. Screamt, die Vocals des Todes, spielt Gitarre, wirklich geil gewesen. Ah, Singer, Gitarristin. Ja, Alright. genau. Und dann Shadow of Intent habe ich unglaublicherweise nicht beschissen gefunden. Auf den habe ich mich eigentlich gefreut, aber ich bin so kaputt gewesen. Also geil gewesen, die sind wirklich geil gewesen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich es geil finde, aber ich habe es geil gefunden. Das war ein bisschen, einfach auch wieder unnötig her gewesen, aber es ist wie wenn der Nico hat dann gesagt, es ist wie wenn Lorna Shore interessant wäre. Und ich kann dem nur zustimmen. Hat etwas. Aber sind sehr gut. Das Ding ist, mein einer Kollege hat das Gefühl gehabt, er wäre glaube ich mehr. Er wäre, glaube ich, okayer damit, wenn er wissen, dass die Vocals einfach alle vom Band würden kommen. Sorry, seine Vocals sind ja nicht okay. Das geht ja mal gar nicht. Das ist zu gut gewesen, oder? Brudi, es ist auch fucking insane gewesen. Ja. Also eben, es wäre, glaube ich würde es okay, ich würde es auch okayer finden, wüsste ich das einfach so, nein, das ist nicht live, das hat er jetzt nicht gemacht, das ist vom Band gekommen. Aber er hat es live gemacht, das ist nicht vom Band gekommen, es ist grusig gewesen. Ja, schade habe ich die verpasst. Grusige Vocals, Die noch gesehen. Hat geklopft, ich habe dann noch ein Foto gemacht ich habe noch ein Selfie gemacht mit mir und dem Felix im Backstage nach Pennywise. Das war recht gut gewesen. Ja, es war spaßig gewesen. Und dann ist es halt, ja, es ist so, Dann bist du bis um 3 Uhr morgens am Saufen. Dann war es 1:45 gewesen, als wir fertig waren, oder 1:30. Nein, doch. Und dann sind wir noch eine Stunde ins Festzelt und dann sind wir beim 3 heim. Das war lustig gewesen. Also, ich habe auch gehört, eben die Bleed from Within und Landmarks sind nachher in Hawaii Parks. Schotten dich gemacht? Ja, habe ich gehört, aber ich habe gehört, der Wild Team und Gino sind in der Hawaii Park gewesen, wo Bleed from Within und Landmarks sind. Am Freitag bin ich so am Arsch gewesen, dann sind wir wirklich heim. Am Samstag am Freitag, ich habe es verpasst, aber anscheinend sage ich Bleed from Within und Landmarks hagel voll aus der Hawaii-Bar rausgelaufen. Scheinbar. Und ich habe gehört, mehr coole Dudes mit dem Gene und dem Tim geredet und fucking über Bands und Musik und was auch immer. Coole Dudes. Ich bin mega schade, dass ich es verpasst habe. Aber
Vor allem du wärst dort noch am Campen gewesen, du hättest es sogar noch miterleben können. Ja, ey. Easy. Next time, Bruder. Aber ey, Greiniche war sick. Das Beste war der Nico, unser Kameradude vom Xonor-Video. Bruder. Ist den ganzen Tag nicht wirklich betrunken gewesen. Also er hat immer gesoffen, er ist aber nicht wirklich betrunken gewesen. Nicht, du kennst ja Leute, wenn sie ein bisschen angetrunken sind. Aber dann, ab dem Moment, wo wir richtig Auto gelaufen sind, ist er wie angerührt, einfach besoffen gewesen. Einfach nur noch am Giggeln, nur noch am Scheiß labern, nur noch am nicht mehr wissen, wo durchlaufen. Aus dem Nichts, einfach so wirklich wie so angerührt. Als ob er einfach so eine Scheibe reingelaufen wäre. So, oh, okay. Ja, du bist ja den ganzen Tag am Arbeiten, oder? Nein. War nicht schon Arbeiten? Er ist am Donnerstag und voran am Arbeiten. Stimmt, ja. Er hat vorher geschaut, er hat Stroh ausgelegt. Darum hat er da so eine Blatter, die aufgeplatzt ist, weil er Stroh gerührt hat die ganze Zeit vom Besen. Oh Mann. Ja. Aber ja, nein, es war ein cooler Festival gewesen. Also absolut. Bestes Festival in der Schweiz. Nächstes Mal... Fragt mich, was der nächste für das Line-Up an der Band ballert dort. Übrigens, es gibt ein Formular, um sich anmelden. Falls jemand sich anmelden will. Zum Helfen? Zum Spielen. Gibt es noch nicht. Noch nicht? Gibt's noch nicht. Das kommt dann. Ich habe etwas gehört. Ja, das machen sie jedes Jahr, aber das ist noch nicht online gelesen. Alright. Ich komme nicht auf die Webseite, sowieso. Ja, schicken wir. Also gut, in dem Fall, wir machen jetzt weiter mit den News. Yes. Was auch immer. Ich habe Newsmusik vergessen. Kein Kopf, Daily Nerven mehr. Wir müssen jetzt auch Fürsche machen da. Ich tue nachher was News, wir noch random. Ja, wir machen das jetzt einfach schnell, wir handeln das jetzt einfach schnell ab, Alter. Wir nehmen jetzt die 1,5 Stunden auf, ich muss packen fürs Rennen. Also wir haben... Aber wir haben eigentlich vieles schon abgehandelt. Greiniche haben wir abgehandelt, Sidestage haben wir abgehandelt, Bullhead Festival am Open Greiniche haben wir abgehandelt. Ja. Und was wir noch nicht abgehandelt haben, ist... Oder Small District kommt zurück. Ja, They back. Habe ich gehört, die bringen mal... Also, ich weiß nicht, was sie bringen, aber sie bringen etwas. Es ist auf Instagram, haben sie angefangen, irgendetwas zu machen. Sie sind mysteriös. Voll. Mal schauen, Extreme Music, Metal... fuck ever, das sind zwei geile Sicher aus Basel. Ob die happy sind, weil sie haben einen Grid-Post gemacht. Sie haben ihn oben angepinnt. Ich weiß nicht. Ja. Kann man das machen, kann man das nicht machen? Kann man machen, es sieht nicht schlecht aus, er ist oben angepinnt. Aber sie haben, ich freue mich, Small District macht anscheinend neue Musik. Geil. Da freuen wir uns. Und du hast noch etwas anderes geschrieben? Ja, ich habe heute Morgen ein SMS bekommen, also ein SMS, eine WhatsApp-Nachricht, wo drin gestanden ist, ein Link, fragen, hey, meldet euch auch an. Und jetzt kommt's, liebe Metal-Gemeinde, liebe Schweizer Underground-Metal-Szene, das SRF sucht den nächsten Song für den Eurovision Song Contest. Und jetzt ist das folgendermaßen: Es hat einen Link. Morgen, wenn die Episode rauskommt, posten wir den Link als Story. Wir posten den öfters als Story, dass wir ihn nachher wieder nicht vergessen. Und jetzt haben wir als Schweizer Metal-Gemeinde, Schweizer Underground-Metal-Szene, haben wir eine Verpflichtung. Und die wäre, dass jede Band, wo das gehört, schickt es allen Bands weiter, sagt es allen Bands, dass einfach jede Band, die es in der Schweiz gibt, SRF einen Song schickt, dass die einfach geflutet werden von der Schweizer Metal-Szene. Einfach Metal, nur Metal. Es wird zwar keiner von uns an Eurovision Song Contest kommen, aber hey, wir können es probieren. Hey, maybe. Und wenn das SRF sieht, dass in der Schweiz etwa 350 Bands ihnen Songs schicken, werden sie vielleicht auch darauf aufmerksam, dass es doch noch andere Musik gibt, wie die im Radio läuft. Genau. Von dem her, machen alle mit. Wir bringen Schweizer Underground an ESC. Yes. Schickt Metal oder schickt Janus Christus? Alter, ja, Janus, Alter! Go Boy, du musst ganz sicher auch mitmachen. Ja, let's go. Er hat bessere Chance als mir. Sorry, Janus Christus am ESC, wir fucking... Einfach... Wird ficken. Ja, Mann. Das wäre fucking sick. Wird ficken, Mann. Janus vor ESC. Gut, also wir machen Folgendes. Wir pushen alle unsere eigenen Bands und den Janus für den ESC. Yes. Gut, hätten wir das abgehandelt. Yes. Jetzt kommen die Releases, oder? Jetzt kommen die News. The News. Gut, the News. Metal Servola, Breaking News. Ja, alright. Genau. Willst du anfangen? Ja, wir sind bei den News, Ladies and Gentlemen. Also heute werden wir das nicht so lange zögern wie letzte Woche. Nein, ich glaube nicht. Aber also wir haben neue Releases, fresh out of the oven. Und zwar der erste von unseren Lieblingsboys vom Schwarzen Wald. Schwarzer Wald? Also wenn du Schwarzwald meinst, heißt es einfach Schwarzwald. Der Schwarzwald, vom Schwarzwald. Die Deutschen? Die Deutschen, die in Zürich immer spielen, oder gespielt haben. Die Deutschen. Die Jungs, die sicher eher Teil von der Schweizer Szene als von der deutschen Szene sind. Die Ehrenschweizer. Die Ehrenschweizer. Impact of Thea haben einen neuen Song released. Und zwar heisst er
Elements. Und ja, also wenn du die Jungs nicht kennst, dann die sind einfach hässig. Und, die sind einfach hässige Boys. Lass das. Und die kennen wir von früher von Planet 5. Coole Shows gewesen. Und ja, es ist eine geile Band. Ich will einfach da sein. Geile Band, geile Musik. Und sie bringen den EP raus, habe ich nicht gehört. Aber wann, wissen wir nicht. Aber bis jetzt hat sie 3 Singles rausgebracht. Wir sind sehr gespannt, was sie noch rausbringen. Also das schmeckt nach Popcorn. Habe ich einen Schlaganfall? Ja, vielleicht. Vielleicht brennt sie in deiner Wohnung. Egal, finden wir raus. Dann, nächster Song, der rausgekommen ist, von Oh Mrs., False Idol. Der Ricky ist vorhin über 3 Stunden lang am Überlegen, an welchen Song das ihn erinnert. Da er jetzt immer noch nicht drauf kommt, nehme ich an, der Song ist genug eigenständig, dass er nicht von einer anderen Band ist. Nein, ich glaube nicht. Der Song ist nicht eine Kopie, aber die Melodie und die Scale erinnert mich einfach mega an einen Song und ich habe es ihm an den Tip of my tongue. Es ist ein richtig geiler Song. Es ist nicht so metalcoreig, wie man das könnte erwarten von einer Band, die sagen sie machen Metalcore? Nein, ich glaube nicht. Sie sagen, sie machen Modern Metal, oder? Modern Pro Groove Metal. Ich weiß auch nicht, was sie sagen. Es ist wirklich einfach schon richtig stabiler, melodischer Metal. Voll. Also der Gesang ist richtig gut. Der Gesang ist richtig parat. Genau. Und die Melodie, etwas selber die Melodie. Und ich weiß nicht von wem, was für ein Song. Aber es ist geil. Also ich habe es mega gefühlt. Ich finde, die Jungs machen geile Scheiße und ich freue mich auf neue Shit, was sie rausbringen. Und ja, einfach sick, Alter. Und dann haben wir noch die Boys von Coma Static, wo wir so eine Mischung aus Linkin Park und eine Mischung aus Linkin Park und also für alle, was einfach hören, ich habe dem Ricky gerade auf die Hand gehauen, dass er nicht anfängt wieder mit dem Mikrofon zu spielen. Genau. Eben, sie haben so ein bisschen Linkin Park, so ein bisschen Pop-Punk-Vibes, einfach geil. Und jetzt sehen sie noch einen Song, Back for Blood, finde ich richtig cool. Ja, bitte Sick. so Boys. Ja, ist geil, falls ihr mal eine Support-Band braucht. Wer ist jetzt mehr da? Let's go, Alter. Nice. Ja, dann, wenn wir gerade zu den Konzerten weitergehen. Ich würde sagen, wenn es Konzert. Also jetzt alle Notepads raus, eure Handys für einen Übrigens, falls ihr ein Release habt oder so und ihr wollt es promoten, einfach schreiben, Jungs und Mädels. Schreibt, wenn ihr neue Songs raushaut. Dann können wir es da pushen und erwähnen und hören. Genau. Absolut, ja. Aber ja, Konzert. Easy, sick. Ja, am 1.9. im Werk 21 haben wir Chelsea Deadbeat Combo, Back East und Mr. Linus. Ist die Plattentafel, glaube ich, von Chelsea? Plattentafel von Chelsea Deadbeat Combo, genau. Und es gibt also in dem Fall am 1.9. HC im Werk 21. Hardcore auf der Fresse. Hardcore auf der Fresse, Bruder. Das ist geil. Voll. Das ist geil. Dann, wir haben vorher von einer Band geredet, oder? Und die spielen auch wieder mal. Rammstein. A Small District, Bruder. Viel besser als Rammstein. Besser. Nein, Jungs von Small District spielen mit Beyond Dystopia in der Stahlbude Interlaken am 2. September. Also einen Tag nachher. Ja, genau. Zuerst Chelsea Deadbeat Combo schauen in Zürich und dann auf Interlaken. Machen wir einen Weekend-Trip. Schon gut. Genau. Und ja, heute haben wir die Konzerte irgendwie nicht chronologisch gemacht. Schau egal. Schau gleich. Für jetzt in 2 Tagen wahrscheinlich. 4 Tage. 4 Tage. Also jetzt die 4 Tage, das heisst morgen in 3 Tagen. Morgen in 3 Tagen oder morgen in 2 Tagen oder am Montag. Ist Montag. Ja, am Montag in dem Fall. Dann am Montag spielen I Cut Out Your Name und Selfish Hate als Openers für fucking Agnostic Front, Leute. Also für fucking HC-Legende. Legends. Genau. Fucking geil. Das ist am 14.8., also 14. August, im Crash in Freiburg. Freiburg, nicht Freiburg. Nicht Freiburg. Deutschland. Freiburg, oben, Grenze von Schweiz und Deutschland oder irgendwo. Genau, gerade wirklich gerade dort. Ich weiß auch nicht. Für mich ist alles Freiburg ist das Gleiche. Das heisst auch gleich. Ja? Das heisst das Gleiche. Es heisst genau gleich. Eben. Freiburg heisst auf Deutsch Freiburg. Kommen wir auch nicht raus. Glaub's. Und Freiburg ist Freiburg. Aber darum ist es so ein bisschen, ja, ist egal. Hättest schon ein bisschen überlegen in der Geschichte, was sie das also machen. Gut, aber wir bleiben ein bisschen in Deutschland. Alter, das Konzert ist nächstes Jahr. Wieso reden wir schon über das? Egal. Nein, ist nicht nächstes Jahr. Das ist 28.10. Das steht jetzt 28.01. Weil Google Drive Docs hat irgendwie einen Scheisstag gemacht. Scheiß Excel. Gut. 28.10. Jokerfest. Necroted. God Drag to Me. Ja. Impact of Faya. Save It As Breath. Und Wrath of Alga. In der Campusfesthalle Rheinfelden.de. Es ist Deutschland, aber es ist so nahe an der Schweizer Grenze, dass wir das auch die Schweiz nennen können. Go, go, go. Gönnt. Es wird geil. Wrath of Alga ist sick. Sylve ist sick. Impact of Faya ist sick. Genau. God Drag to Me ist... Ja, ist Necroted einfach mit 2 Ts. God Drag to Me, Save It As Breath, Wrath of Alga. Und Impact of Faya, genau. Sick. Also ich kann schon richtig gelesen. Ja, das ist schon gut. Cool. Dann, 29.09. Willst du raus, Lich?
29.09. spielen People Died Affair für ihre Plattentaufe mit Divine Sentence und Out of Disorder. Wenn du die Wurst vegan gern hast, dann kommst du mal als Konzert. Nein, aber geiles Line-Up, hat sich auf die Fresse halten. Vegane Wurst ist auch eine Wurst. Und, ich sag dir ganz sicher, People Died Affair ist sicher keine vegane Core-Band. Nein. Aber nein, es ist wirklich geil. Gaswerk Winterthur, 29.09. Geht mal Heu sagen, moschen und hey, wir können es jetzt voll gaslighten. Wir können jetzt einfach behaupten, dass People Died Affair eine vegan Straight Edge Band also, ist. People Died Affair ist eine vegan Straight Edge Band. Und, nein, das sollten wir nicht machen. Wenn irgendeiner glaubt, dass sie eine vegan Straight Edge Band ist und sie geht schauen, dann haben sie nachher das Problem. Also People Died Affair ist Brudis und Brudets ist auch egal. Eine vegane Servala ist auch eine Servala. Es ist vor allem auch scheißegal, ob eine Band vegan Straight Edge oder was auch immer ist. Es kommt nicht darauf an, wenn die Musik geil ist, ist die Musik geil. Halt! Nicht dagegen. Das sollte jetzt nicht irgendein so Lanzer-Fan um die Ecke kommen und behaupten, okay, weil bei Lanzer ist auch die Musik scheiße. Was ist ein Lanzer? Eine Rechtsrockband. Alright. Ja, genau. Nein, aber gönnt, wie geil. 29.09. Ich glaube, ich habe einen Brief an dem Tag, aber sonst komme ich später. Schreib sie, kommst. Dann Heathen Heretic, Bedrängnis und Sons of Coherence und Vorax. Und. Am 7.10. im Planet 5. Yes, wieder mal im Planet 5. Ja. Endlich wieder mal Show im Planet 5. Ich habe noch nie im Planet 5 gespielt. Nicht? Nein. Wirklich? Ich hätte mal können, aber dann ist... Sie haben uns gefragt, ob wir spielen wollen, aber dann hat als Ersatz für irgendjemanden, aber dann haben sie einfach eine andere Band genommen. So, hey, wenn ihr spielen? Und dann gleich so, okay, nein, doch nicht. Alright, schade. Ja. Nein, Planet 5 ist cool. Es ist wirklich eine geile Occasion. Coole Leute. Nicht Habenhof. Silke. Silke, genau. Ja, früher hast du dort noch andere Sachen bekommen, wie Metal auf die Schnurren. Aber ich habe nicht gewusst. Früher sind sie da gestanden, ich weiß noch. Jedes Mal, wenn ich an einem Silk-Konzert bin, haben sie geschaut, diese zu jung. Und ich so, Bitch. Ja, okay, zum Fernsehen schon, aber trotzdem, nein. Das habe ich nicht gewusst. Alright. Nein, aber wird geil. Es kommen ein paar Konzerte. Gehen mal eure Locals supporten. Gehen mal unsere Playlist schauen in Spotify. Heute habe ich eine Story gemacht und ich habe über 30 Rückmeldungen bekommen. Ich bin die ganze Zeit nur Storys am machen, Leute. Gib mir Mühe. Aber und ein bisschen Schimpfe muss der Ricky machen. Oh ja, ey, ich bin so hässlich im Fall. Weil ihr schreibt mal Bandnamen und ich gehe davon aus, alright, easy. Ich finde in Spotify und ich schaue so, ja, Schweizer Band von so und so viel. Weil es gibt viele Namen und es gibt viele Bands, die ähnlich heißen. Aber ich bin nicht einmal fucking Spotify Bios halten. Ich muss nachher Logos vergleichen in Google mit dem Logo auf Spotify, um zu erkennen, dass es eine von der Schweizer Metal Bands ist, die ihr erwähnt habt. Und das macht mich fucking hässlich. Könnt EMS Media Making Podcast hören. Lernt mal etwas. Es ist 2023, Leute. Wir sind nicht in den 90er. Come on. Hört auf mit so Scheiß. Wenn ihr etwas macht, dann richtig. Oder? Ein bisschen Mühe geben, wenn ihr schon auf Spotify sind. Also, wir spielen nächste Woche mit Brand of Sacrifice im Complex Club mit Whiteout. Ist geil. Können wir mal gehen, sagen, ein Bier trinken. Wir spielen, keine 5, 6, who knows. Es wird fucking lustig. So früh? Nein, ich glaube 6. 6? I don't know. Es sind ja nur ihr und Brand of Sacrifice. 7? Ich habe den Plan noch nicht geschaut. Es ist ein Freitag. Das haben wir jetzt noch schnell Zeit. Alright. Ich bin nicht sicher, aber Brand of Sacrifice, ja. 18.8. Brand of Sacrifice. Okay. Ist bei Zeit. Boah, ich schwör's dir, seit wann haben eigentlich die gottverdammten Drecks-Ticket-Seiten einfach aufgehört, Infos drauf zu tun? Du siehst nicht mehr, wer wann spielt. Du siehst Türflix 19 Uhr. Alright, das müssen wir ja, spielen eben am 8. Alright, das, oder vielleicht halb 8. Kommen wir am 7. Können wir einfach auf die Türflix auf die Türflix 7, das Bier trinken. Es wird fucking geil. Ich freue mich auf Brand of Sacrifice. Es wird hart. Kommt. Sorry, aber das ist die Ticket Corner Page ist so eng mittlerweile. Wann spielst du als nächstes? Ich habe nichts gesagt, leider. Hast du nicht Matchbox Whisper? Doch. Wann? Im Oktober. Im Oktober? Genau. Dann das schnurren wir rein mal. Es kommt noch. Ja, da hat einfach keine Infos mehr, Alter. Nope. Freitag, 20 Uhr, also er spielt. Ja.
Übrigens, etwas, was ich auch vergessen zu sagen, wir haben einen coolen Merch von Silent Circus bekommen, vor irgendwie 2 Monaten, wir haben einfach vergessen zu erwähnen. Ja, wir haben ihn noch nie angehabt. Ich habe es heute, weil die Jungs haben gesehen, dass ich immer die gleiche Silent Circus T-Shirt hatte. Und sie haben gefunden, du brauchst ein bisschen Silent Circus Merch. Falls ihr uns auch ein Merch schicken, schreibt uns doch und dann können wir das weitergeben. Falls ihr wollt, dass wir auch ein Konzert von euch kommen und von euch schnurren, sagt mal, wir kommen gerne vorbei, wenn wir gerade Zeit haben. Und Festivals, wenn ihr wollt, dass wir einen Podcast machen bei einem Festival, schreibt nur. Ja, wir kommen gerne. Generell, ich habe herausgefunden, wenn du einfach irgendetwas willst und du schreibst nicht oder du fragst nicht, ob das kann passieren, dann bringt es wie nichts. Voll. Dumme kommunizieren, Leute. Wir haben Eltoni so lange gestresst, der Mike und ich, bis sie uns einen Kasten geschickt haben. Voll. Taylor Swift. Taylor Swift Factory Racing. Das erste Rennen haben wir den Sonntag. Folgt alle auf Instagram Taylor Swift Factory Racing und schaut mir beim Leiden zu, weil es wird Kopfverteilung insane. Ich mag nicht. Also, macht das, liebe Leute. Es war eine coole Folge. Ich muss schnell den Outro finden und ich kann es. Und der kommt. Und hast du letzte Wort für... Ich habe letzte Wort. Hast du letzte Wort? Ja, habe ich. Warte schon. Das gelöscht. Komm, jetzt mach wieder rein, da, der hure Seich. Alright. Wieso gehst du so viel? Sag mal etwas. Die letzten Worte kommen nachher. Nein, vorher. Nein, die kommen nachher. Nein, Die kommen nach dem Outro. Vor dem Outro kommt das letzte Wort. Nein, die nachher letzten Worte kommen nach dem Outro. Nein, nachher ist fertig. Nein, die letzten Worte kommen nach dem Outro. Immer. Ich mache immer noch irgendeinen Bullshit nachher. Alright, also. Okay, tschüss. Outro, ciao. Jetzt sage ich nichts mehr. Jetzt hast du nicht mehr. Ist doch Hälfte fast im Fall. Fucking hell, es ist ein Drittel im Fall. Nicht mehr. Also ein Drittel mit Video ist schon nicht schlecht, oder? Also, Ja. Scheiß Kameramann. Wir können einfach kein Video machen. Ich schwöre, Video beste, Alter. Eben So wirst du im Festival erkannt, Bruder. Ja, eben. Oder Also. was saufen, nicht die ganze Schnorre. Also, ciao zusammen. Nochmal Outro. Tschüss, fickt euch. Nein, fickt euch nicht, ich habe euch alle lieb. Danke vielmals, ciao.